Voilà, schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen hier unten durch für unsere Gemeinderatssitzung am Mai. Liebe Leute da draußen, die uns vielleicht noch gucken am Streaming oder später da gucken. Liebe Herren am Publikum und noch Madame Präsidentin vom Schulkomitee, was ihr mich später noch zu Wort könnt. Der Michael an der Technik. Ich begrüße euch ganz herzlich für diese Reunion. Der sieht hier man nicht den Aladoden, mit der Ronny Lux, den Aladoden ersetzt, den hat noch eine Privatverpflichtung, können aber noch, können bis mich später stehsten zuheißen und dann lesen der Ronny auf. Voilà, kommen nicht zum Allerf, immer mit den Ordre du Jour aufhängen und dann noch zum Wort kommen. Was war unter der letzten Gemeinderatssitzung los? Der 25. Mai war eine Talentshow, April, 25. April war eine Talentshow von der Maison Relais am Centre Culturel. Zum Innsbruck, den 27. April, hat Damikal von den Pomscheen ihren Wine and Dine am Centre Culturel organisiert. Am Kader vom 1. Mai waren du bei gutem Wetter ein Partyvereine durch Sturf NRW für die Maigrenz durch den Ruptrecken zu gehen. Denselben Tag hat noch Lützeburger Guiden nach Scouten hier traditionell 1. Mai-Feier umneuheißen. Den 2. Mai war am Centre Culturel ein Workshop vom SIAS mit dem Thema Wie lege ich einen Bodennisthilfe an? Den 3. Mai hat Schötter Jugendhaus eine Konferenz zum Thema Gesundheitsbildung 2.0, Männer und junge Gesundheit am digitalen Zeitalter am Centre Culturel organisiert. Der 6. Mai haben wir zusammen mit dem Personal an dem Gemeinderat 2 Schecken überreicht, und zwar waren das die Fondation Wunschster und die Association Action pour un Monde Uni, wo jeweils ein Scheck von 750 € überreicht wurden. Das sind die Suen, die am Platz von einem Cadeau de fin d'année vom Personal gespendet sind. Der 7. Mai war dann um 19 Uhr am Festsaal eine Informationsversammlung mit den Vereinen über das neue Asbelgesetz. Hier war Madame Gentile von der Etude Felten Asser an Associé, wo das neue Gesetz vorgestellt wird und auch ob die Vereine hier Fragen geantwortet wird. Den 8. Mai haben wir zusammen mit dem Gemeinderat an den Präsidenten und den Sekretären von der Kommission den Europadag am Sitzungssaal hier gefeiert. Das Feierlichkeit haben wir das Jahr um 4 Uhr organisiert, für nicht mit der Marche Gourmand, die eben am Europadag selber stattfindet, für dort besser zu kommen. Wie gesagt, den 9. Mai war dann die Marche Gourmand mit einem kulinarischen Trippeltour von ungefähr 12,3 Kilometer an 5 Etappen abgedeelt. Es waren ein bisschen Männer, Partizipanten, die do teilgenommen haben, wie das Jahr für drin. Ich meine, ich war selber auch nicht mit, ich hatte familiär war ich verhindert, ich werde probieren, das nächstes Jahr besser zu machen. Und ich will aber von dieser Platz aus der Sportkommission merci so für diese Organisation und ich hoffe, dass sie das dann noch nächstes Jahr nicht so stellen. Den 11. Mai war aber bei bestem Wetter unser Schötter März. Neben einer weiteren Edition vom Vide Grenier hat die Kulturkommission auch einen Backkonkurs organisiert. Von dieser Platz auch ein grosses Merci den Hobby-Partizien für ihre Partizipation, an den Laureaten, ein Kehr der schönste Kurs und ein Kehr der beste Kurs, jeweils an der Klasse, entweder von den Kannern oder von den Erwachsenen, dann auch als herzlichste Gratulationen. Am Kader von der Fairtrade-Wochen gab dann noch ein Stand von der Fairtrade-Equipe gemacht und es gab da Fairtrade-Produiten zu schmecken, für das die Leute eben noch auf die Produiten aufmerksam gehen und vielleicht darüber aufpassen, was sie Sachen an die Richtung kaufen. Auch dem Drittweltboutique ein grosses Merci für Herrn Matt Erbecht. Auch war ein neuer Stand mit Fairtrade gezeigt dabei, und der wird dann noch in Zukunft mehr oft zu Schötter und Mord vertreten sein. Derselben Tag war ein viel los, hat dann noch den Pöttangsclub ein Tournoi für den Season Opening organisiert bei der Aller Minzbar zu Schauland, bei der Aller Minzbar Schauland, da waren noch immens viele Leute. Sonntag, den 12. Mai, hatte sie die zweite Edition vom regionalen Klima- und Biodiversitätstag am Ressourcencenter zu Minzburg organisiert. Ich habe den Abzänger am Morgens über den ganzen Tag interaktiv Stände, Workshops, Spieler, Live-Vorträge von Experten und noch vieles mehr Gebäude, was eben mit dem Klima und mit der Biodiversität zu tun hat. Von dieser Platz noch eine Ränke am Namen vom SIAS als Entschuldigung, dass das Recyclingcenter samstags mittags aus organisatorischen Gründen zu war. Das schenkt nicht jeder mitgekriegt zu haben, obwohl es überall affichiert war. Normalerweise werden aber der Klima- und Biodiversitätsamt nächstes Jahr zu Griff machen sind, und dann stellt sich das Problem nicht mehr. Und ein Merci an den Vereinen, dem Club de Jeunes, der Entente, FC Münzburg und FC Mutford und der Schötter Höllhof, dass sie für Essen und Getränks gesorgt haben.
Den 13. Mai war man dun zu summen am Großteil von dem Gemengrot op de Beimeester da op Mondorf, war noch bei Leute aus der Verwaltung mat. Ich meine, das war ganz interessante Moien, wo den Minister für innere Angelegenheiten oder Affaire Interieur, wie dann lo hecht, bësse geschwart huet iwwer den Koalitionsprogramm an awer och iwwer seng Ideen a seng Dossien, wat Gemengen direkt betrifft, an Schmengen. Da man ganz viele Informationen krit an, da können an Zukunft dann noch Änderungen kommen, die Gemengen interesseieren an den doch versprocht hat, am Dialog mat de Gemengen zu machen. Der 15. Mai hat man eng Erbesitzung iwwer den Klimacheck, also Nachhaltigkeitscheck vun de PHP am Quartier, am Nouveau Quartier, an darüber schwätzen wir auch den Nowen enke. Dann war samstes den 18. Mai wie auch sonndes den 19. Mai die 10. Edition vom großen Kältefestival Neuhausen, dem Bieltein. Da wurde natürlich auch viel geredet, obwohl sie gute gefällte Programm hatten, über kältisch Liewe, Live-Musik, Feuershow, Verkaufsstände und vieles mehr. Hat die schlecht Meteo sicher nicht dazu beigetragen, dass das optimal besicht ging. Da war auch letzte Samstag den Gala-Konzert von der Schötter Harmonie an der Schötter Jungbläser und der Direktion von Leroy van Divenet kommt von einem gut gefüllten Saal ein Deel Swing-Musik an der Woche mit klassisches Programm kann den da hören und ich meine, das war auch ganz flotten Abend, den die Musik da organisiert hat. Was steht demnächst im Programm? Morgen Abend hat ein Theaterverein Patchwork Generalversammlung. Dann fand der 24. Mai der traditionell Nopisch Fest statt. Wie schon ein paar Jahre mischt Gemeinschafter auch das Jahr bei diesem Projekt mit. Was gedurcht, dass wir dann eben einen besseren Kontakt an den Opern zu kreieren. Die Opern sollen sich besser kennenlernen. Oder neue Bekanntschaften machen und so als die für Straße mit Leben füllen. Die Leute konnten sich bis den 19. Mai bei der Gemeinde melden, was sie da für Material gebraucht haben. Und da haben noch ganz gut Leute sich gemeldet. Dann haben wir den Classic Days. Das sind dann das zwei Days am Süd vom Campus. Du hast dann neben der Ausstellung von flotten Autos, also Classic-Cars, wo eine ritsche Aktivitäten rund um Automobil, die da angeboten gehen. Daneben gibt es auch das musikalische Enkadrement und der Organisator hat auch ein freie Nacht gefragt von Samstag auf Sonntag. Dann noch aus der Zeit schon raus bis nach Juni, wo es Schötter März auf der Kirchenplatz ist. Die Edition von diesem März steht am Tisch von der Musik, und zwar aus dem Konzert von der Gesangsklasse von der UGDA unter der Leitung von Leni Fischer und anschließend aus dem 11:30 Konzert von der Jungbläser unter der Direktion von Romer Kerschen. Die Leute können sich auch noch bis zum 20. Mai für den Vide Grenier melden. Und das wie immer bei unserem Service Relation Publique. Denselben Tag ist aber auch die Kommunion zu Mass. Und werden so viel lassen auf der Kirchenplatz und Parkplätze werden den Tag teuer sind. Dann ist denselben Tag oben ist landesweit Nuit du Sport, wo wir auch mitmachen. Das Jahr haben wir unter anderem Badminton, Cricket, Armwrestling und noch ein Mini-Olympiade mit flotten Aktivitäten für jeden. Und organisiert wird das ganz von der Sports- und Freizeitkommission zusammen mit der Schötter Gemeinde und den Vereinen. Du hast dabei den Pöttong Schötter, Schötter Jugendhaus, den Badminton Club, Star Cricket Club, den Grizzly Armwrestling Club, Spurenpommchen und den FC Münzburg. Die Sport wird sich über den Site vom Campus bis rüber bei den Pöttongsterren denen. Weitere Informationen fand ihr auf unserem Internet. Durch die Europawahlen waren verschiedene Räumlichkeiten, Sportzahlen und andere zu einem Teil konnte nicht gebraucht werden, aber die Sportkommission hat eine Möglichkeit gefunden, für aber eine Flottorganisation auf den zu kriegen. Also auch von dieser Platz ein großes Merci an Sie alle gut. Dann ist der 7. Juni ab Erdauer Feierlobert an der Chambre des Métiers um Kirchbirch den Klimapakt 2024. Den 9. Juni hat just gesagt sind dann Europawahlen. An dem Kader hat der Chefrat dann noch einen Rufbus organisiert, der während der Ouverture von der Wahlbüro, also von Erdauer bis 14 Uhr zirkulieren wird. Die Leute gebeten, den Bus bis spätestens Freitag, den 7. Juni, über die Nummer 21 in 108 39 zu reservieren. Das ist leider nötig aus organisatorischen Gründen, für das kann organisiert, gibt auch viele Leute zu melden. Mittwochs, den 12. Juni, ist dann um 11:30 bis 3:30 Fest von der Freundschaft am Schloss Gerd zu Minzburg.
Hier finden neben vielen Aktivitäten auch Verkehrsstände von den Schulklassen an dem Madarbeiter vom Centre pour le Développement socio-emotionnel, also die am Schloss dran sind. Dann am Samstag, der 15. Juni, der große Jugendtag, wo alle Jugendhäuser zu Lützeburg von 14 bis 16 Uhr Porto Vert tun. Also auch heute zu Schötter am Jugendhaus. Schötter Kanner an die Jugendkommission hat auch einen großen Open-Air-Kino organisiert. Um 17 Uhr wird der Film Encanto gewiesen, an um 7:30 kann ihn dann Fast and Furious 7 auf der großen Leinwand genießen. Der Entrée ist frei. Den Tag drauf, also Sonntags, ist dann Viertlermusik zu Schötter, und das mit 2 Bühnen. Auf der kleinen Bühne treten an der anderen ein paar Klassen von der UGDA ab, und nach oder einen oder den anderen Duo. Auf der großen Bühne sind es dann ein Party Musiker, wo auftreten werden, und unter anderem auch uns Schötter Musik, und Schötter Jungbläser, und als großen Headliner spielt Gruppe Drop an der Wieder. Neben der Musik kommen die Leute auch kulinarische Bekästen. So gibt es beispielsweise Kebab vom Schötter Jugendhaus, Indian Streetfood, Punkeshow an Cocktailbar an vieles mehr. Wir machen dann noch einmal einen Appell und Leute für an die Mobilität zu denken, was auf Fest kommt. Da sind den 23. Juni als Feierlichkeiten zum Nationalen Feiertag. Und vom Programm hier gesagt hat, folgendermaßen aus, der feierlichen Tedeum, der wird dann um 2:30 schon sein. Nicht um 3 Uhr, mehr um 2:30. Weil fällt ja das Jahr oben Sonntag, und wie dort der Drop Show las, an der Sittner muss geraumt gehen, wollte mir ein bisschen wie frei starten, sodass die Leute dann noch etwas zum Fest tun. Gegen 3 Uhr wird dann ungefähr der Cortège sind heute von der Kirchenplatz auf dem Campus. Und dann hast du die offizielle Ausspruch, dann Medaillenüberreichungen, und dann den musikalischen Arrangement von der Musikergesang. Anschließend dann als Fest mit Sprangschloss, Karussell, auch da musikalischen Arrangement von der Schötter Strüpp an einem DJ. Und ist lauter Spezialitäten präpariert von den Anwohnern aus 7 verschiedenen Nationen aus unserer Gemeinde. Ich meine, das ist auch ein ganz flott Beispiel für Integration zu leben und zusammen leben zu feiern. Wir werden ein Ticket verkaufen für 1 Euro, und Rezepte gehen dann gespannt, wie man das üblicherweise macht. Dann hast du den Naturparktag, den Freitag, 21. Juni, von Erdauer 4 Uhr bis 4 Uhr mittags am Centre Polyvalent à Schommisch zu Niederranven. Den 21. Juni ist dann op Begardepärtchen von der Lützebauer Rosefrön ab 2 Uhr an der Roserei beim Minsper Schloss, an einen Food-Golf-Tournoi mit Afterparty op der Aller Stockerpiste zu Schötter, organisiert vom FC Minsbach. Voilà, da wollte ich noch ein paar Worte sagen zu den rezenten Überschwemmungen. Ich meine, die hat das vielleicht gesehen, Richtung bis um den Bach, Wiesen am Wasserfeld, die nicht für nicht so hohe Stunde voller Wasser. Glücklicherweise waren nicht ganz viele Häuser überschwemmt. Das ist dies als nicht auf den Ansatz gerufen in unserer Gemeinde mit waren aber Leute, die liegt Wasser an ihren Kellern hatten und an ihrem Garage, und die aber mit der Situation selber eins gesehen. Da wollte ich schon ein bisschen darauf aufmerksam machen, weil nicht mehr gesagt, dass das samstags der Fall ist, dass Firmen durch die Gemeinde fuhren, sind nicht Firmen, sind nicht keine, also Kolportage, wo jetzt unter dem April 2014 zu Lützeburg die das Generalverbot der Saatkinder, also wenn ihr das nicht mehr wollt, Port à Port, dann muss ihr das visibel machen, ob es eine Schall oder ob es eine Briefküste. Das ist aber auch so, dass zu den Leuten sagen, heute, ich will das nicht, und ihr braucht nicht mehr bei mich zu kommen, dann müsst ihr das nicht respektieren. Ich will auch für allem als Mattbürger darauf aufmerksam machen, dass wenn die Leute, von die Services, die angeboten werden, müssen direkt bezahlt gehen, Geld, keine Rechnung und so weiter. Also das ist nicht legal. Das lässt sich nicht darüber an. Ich meine, dann ist es nicht für mit denen an ein Geschäft zu kommen. Dann sind Preise nicht interessant. Die Firma ist nicht zugelassen zu Lützeburg, hat die nötige Autorisationen nicht. Also, es soll ja immer, das bietet durch den Konsumentenschutz, detaillierten Devis-Fragen, und auf Basis von dem sich dezidieren, ob ihr wollt, ein Service, ein Command gehen oder auch nicht. Dann wollte ich auch noch Bescheid sagen, dass eine ganz dicke Gemengegeburt an der Meer ist. Wir waren die Letzte schon gefroht, leider hat die Berichte Verspätung gekriegt, oder auch, dass wir eine längere Zeit Krankheitsfall hatten an dem Service, den sich darum kümmert. Das
also aber nimmen eng Erklärung, keine Entschuldigung. Also wir wollen den Gemengeburt regelmäßig rausbringen. Könnt dann nur raus, wie gesagt, sind also Rapporten 3 bis Februar, die Evenementer bis April, der Kalender Juni, Juli, und dann müsst dann nächste Woche an den Druck gehen. Dauert dürfen dann noch das ein bisschen mehr lang, bis wir geliefert kriegen, aber dann müssten wir am Juni dann auch kommen mit der Verdelung. Voilà, das dort so, also das dort geschafft gehen, das fertig an geht auf hier mit Verspätung als Nummerlodo. Dann haben wir noch andere Informationen, und zwar sind Serge als Provider zu der Musikschule und zum Sidor und dann noch den Ende über zur Zusammensetzung vom Komitee, vom Schulkomitee auf der einen Seite vom Komitee vom Jugendhaus. Merci Claude, guten Abend auch da von mir. Voilà, ich wollte kurz einen kleinen Rapport machen über die Musikshow. Du warst ja so, wie ich das schnell angekündigt habe, dass das Jahr so ist, dass dann 2 Phasen die Inskriptionen aufgelaufen gehen. Da war eine erste Phase vom 15. April bis zum 20. April, wo am Anfang die alle Schüler, die schon an der Musikschule angeschrieben waren, sich konnten ummelden und da am Anfang prioritär behandelt, für dass sie den Platz kriegen, für dass sie hier Kuren weiter poursuiveren. An der Phase sind insgesamt 170 Schüler, die sich geschrieben haben, sind dann pur abgehalten, das war, weil sie auf den Parcours gekommen sind, also hier letzte Motionen gepackt haben und die Kuren dann aufgeschlossen haben und sind natürlich auch pur abandon dabei. Und ich muss dem Modnik Guillaume eine große Merci sagen, als responsable Lokal von der Musikschule, weil hat du aber ganz gutes Vivi gemacht hat, für die Leute auch zu kontaktieren, für sie zu rappellieren, für die Ideen anzuhalten, und das hat ganz gut geklappt. Für die Neuschüler, weil du eine neue Periode Deskription, die ist unter dem 13. Mai am Gang und die lebt noch bis zum 26. Mai. Das heißt, da können die Neuschüler sich auch schreiben. Du war am Anfang des Jahres schon an der Kommission de Surveillance darüber gegangen, für keine Broschüre mehr auszudelen, weil die Broschüren aber relativ sind um 8 bis 10 Seiten. Da sind dann die Informationen von all den Gemengen von der regionalen Musikschule dran, und dann war gesagt, ob der Text schnell wäre, für die an Stadt auszudelen. Wir haben noch für die Gemeinde Schötter decidiert, dass wir es nicht ausdelen. Es waren aber andere Gemengen, die sie dann trotzdem gedreckt und ausgedeelt haben. Wir haben das so gemacht, dass wir am Anfang eine Courier gemacht haben und all die Schüler, die geben auf froh kommen, für neu anzufangen. Also notamment am EW Musical 2, am EW Musical 3 und an der Formation Musical 1. Für die Älteren von denen Kanner, die geben auf froh kommen, für die direkt persönlich anzuschreiben. Ich meine, das war ein List von 72 Kanner, die du einen Brief gekriegt haben mit einem kleinen explikative Flyer, wo sie dann darauf hingewiesen haben, wie eine Möglichkeit wo die formuliert fanden. Also bei dem Internet sieht man einen QR-Code, wo sie sich konnten ummelden. Da hat Monika damit noch gesagt, sind aktuell Hauptstand haut 36 Schüler angemeldet für die 3 verschiedene Zyklen. Da muss man dann gucken, wie sich abdelen, und das für eine Zeit bis Sonde für sich anzumelden. Insgesamt ist es so, dass man zum Beispiel für das veranschaulichen 2023-2024 hat man insgesamt 89 Schüler an all den Kuren, also waren da verschiedene Schüler, die auch Purkuren hatten. Wir insgesamt 89 Schüler Stand haut, mit denen, die bis heute angemeldet sind, wären man dann schon bei 206 Schülern. Das heißt, als Musikshow geht nach weiter wissen, und wie ich doch schon angekündigt habe, dass du aber ein bisschen ein Problem von der UGD, dass sie am Anfang nicht mehr genug Personal fanden, für die Kuren alle gut zu assurieren, dass notamment durch das neue Gesetz, das du kommst, für die Menschen strikt Kriterien für die Enseignants vorschreibt, notamment von den Diplomen, aber auch von den sprachlichen Fachkenntnissen, die sie müssen nur weisen. So dass das ganz challenging wird, für das nächste Personal zu finden, für all die Kuren zu assurieren. Du hast dann auch so, dass die Kinder, die schon an den Kuren angeschrieben waren, eine Priorität tun und da gegebenenfalls eventuell neue Ergebnisse auf eine Liste kommen. Aber das muss man da gucken, wann die definitiv Zölle nur sind, wie die Klassen alle gut können stattfinden. Voilà, aber auf jeden Fall ganz große Merci dem Monik Guillaume hat geriert, dass du was alles ein bisschen mehr zentralisiert über die Musikschule, dass sie die Inskriptionen encodieren und gerieren. Das heißt, sie hören den Monik einen Teil Arbeit auf, und er war Monik immer da für die Leute zu antworten, sie zu beraten und eben auch den Lernzimmer zwischen Eisen und Musikschule für das Ganze zu organisieren, und das klappt tipptopp. Dann wurde zu der Kreos, wie du wisst, sind wir an der Kreos ein Mini-Aktionär, und du hast dann ein Komitee der Kommunen, ein Komitee de Koordination der Kommunen, den du gibt. Du war das den 2. Mai eine erste Reunion von dem Komitee de Koordination, nur die Wahlen.
an dem Komitee die Koordination am Punkt Gang fir eng Draftpräsentation zu machen von der Kreos Kanzln enke präsentiert gesinn, da war eng klein Präsentation iwwer Luxmietering fir alles die Schmerzzähler, die du installiert gi wo den enke präsentiert gin ass. Und da war dem Hauptsächlich doch drum gang, für dat du den Präsident an die zwei Vizepräsidenten, die Gemengen vertreten innerhalb von der Kreos, sollte gewählt gehen. Und du sind Vertreter von Biesen, von Lönchen am Mirsch gewählt gehen. Und die haben sich dann darauf geeinigt, dass den David Virgi von Biesen den Präsident geht und du mal da auch den Vertreter von der Gemengen an der Konzernadministration von der Kreos. Dann ein Wort zum SIDOR. Da war der 6. Mai eine Sitzung vom Komitee. Da waren verschiedene Punkte, da sind neue Member der Finanzkommission genannt gehen, da werden Konten von 2022 approviert gehen. Da war klein Kommentare vom Minister, die war nicht wesentlich. Es waren dann das hauptsächliche Bilan von 2023 und 12 von 2023 präsentiert, da validiert gehen. Ich meine, du hast auf 40 Jahren das letzte Jahr Benefiz gemacht, das für 6,1 Millionen Euro an der Situation beim SIDOR exzellent ist, enorm hohe Reserven. Sie speisen die zum größten Teil auch an den Fonds de Renouvellement an, den am Anfang gedacht ist, dass wenn die alle Anlagen erneuert gehen, dann eine neue Anlage können aufzubauen, ohne dass du Rekurs geholt gehen, dass die Gemeinden zusätzlich Kapital injektieren, was also ein ganz gut Nachricht ist für die Gemeinden. Dann ist noch nach der Rapport d'Exploitation von der Verbrennungsanlage präsentiert gehen, die lebt auch einwandfrei, das sind immer Entretiensarbeiten, die mussten gemacht gehen. Aber insgesamt lebt sie nicht voll ausgelöscht, da ist noch viel Potenzial nur, also du hast nach Kapazität da, aber im Prinzip ist ja auch der Credo, dass man Dreck soll produzieren, den man muss verbrennen, dafür ist das genauso gut, wenn sie nicht muss auf Volltüre laufen, dann auch nicht weiter Dreck beiken. Voilà, ich meine Dokumente in alle Gotte noch am Server, du könnt das also nur lesen, wenn ihr froh seid, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Merci Serge für die Explikation und dann wird die Randy. Merci Claude. Ja, guten Abend doch dann von meiner Seite alle Gotte. Ich will dann noch über die paar Punkte informieren. Also ich mal, dass der Präsident vom Jugendhaus für seine Funktion und als Member vom Komitee demissioniert hat. Und an ihrer außerordentlicher Sitzung vom 25. April hat das Komitee sich neu zusammengesetzt und Posten verdient. So war es dann los, dass der neue Präsident Philipp Hutmacher als Vizepräsident sind Guy Schmidt und den Christian Sereda, den außerdem auch weiterhin Tresorier bleibt. Sekretärin bleibt Lydie Fischer und als Member am Komitee vertreten sind Jacqueline Ledon, Tiana Di Floriana, Nora Forgiarini, den Robert Hutmacher, den Jem Kaufmann, den Serge Stein und den Romain Jenschen. Ich will dem Marc Glamisch dann aber ein ganz großes Merci so für sein langjähriges Engagement am Komitee und auch als Gründungsmember von unserem Jugendhaus. Dem Philipp auch ein großes Merci, dass hier eine Loditage überhält. Und jeder vom Komitee will ich auch ein ganz großes Merci so, dass sie sich an ihrer Freizeit so für als Jugendhaus engagieren. Ich meine, es gibt nicht viele Jugendhäuser mehr, die in dieser Form von den ASBL noch funktionieren und auch so gut funktionieren. Da wollte ich noch informieren, dass den 26. März der Komitee von der Schule zusammenkommt, für ein neues Komitee zu wählen. 6 Member vom Lehrpersonal haben sich abgestaltet, dass die Anzahl von den Membern für das Komitee auch auf 6 Member fixiert ging. Die 42 wahlberechtigten Member vom Lehrpersonal haben dann noch hier Stimmen aufgehen, sodass Laura Cortolezzis, Nathalie Hellers, Joel Max, dann Rupert, Sophie Sunnen und Carol Wouters als Memberin vom Schulkomitee bestätigt, respektive neu hergewählt gesehen. Hinne will ich auch von dieser Seite aus ein ganz großes Merci so für das Engagement. Ich freue mich, ob ein weiterhin flott und konstruktiv zusammenarbeitet. Und da wollte ich noch sagen, dass den 10. Mai auch eine Sitzung vom Schulkomitee in der neuen Zusammensetzung war, für einen neuen Schulpräsident zu wählen. War ein Demand war da, und zwar die vom Joel Max, sodass Joel dann als neue Schulpräsidentin konfirmiert wird für die nächsten 5 Jahre. Auch dem Joel nach einmal vielmals Merci, dass du das Tag nach einmal überhältst und weiterhin bereit bist, für eine andere die ganze Schulorganisation aufzustellen und dann auch nach wie Haut hier am Gemeinderat vorzustellen. Voilà, das war auch von meiner Seite. Voilà, auch dir merci, Andi. Voilà, da kommen wir zu unserem Ordre du Jour. Den Wort geht haut und den sauber Jules, den aber ein Challenge das. Wie kann er aufstimmen, man in der Progression gehen und den Serge Stein. Und dann gehen wir auch schon zum ersten Punkt
wo dann Schule geht, den Schulorganisation, aber den Plan d'encadrement périscolaire an noch iwwer den Plan de Development vun eiser Schule. An do ginnech dem Ende als Schulchefen enket fuert, an ich so noch dem Joel Max lo schon grösse Merci, dat dech Zeit geholet fir als dat ze erklären ha, welch menggen dats ke méi am Detail dra wie Joel an defir zeig doch net no an frohe sinn, dats man die da noch duch kënne klären en die Wandschrift. Ja, also bei diesem Punkt geht es um die provisorische Schulorganisation für das Schuljahr 2024-2025. Die Schulorganisation gouf dann auch, wie am Dossier gesagt, die letzte Woche an der Schulkommission präsentiert und favorablement avisiert. Aber für die Präsentation aber von der provisorischen Schulorganisation will ich schon einfach ganz gerne dem Joel fortgeben. Merci. Guten Abend alle gut zusammen. Ging ich dann kurz Deckdaten von der Schulorganisation präsentieren. Ihr kennt die Dokumente schon ein bisschen. Die Schulorganisation basiert auf der Tram, die wir via Scolaria vom Ministerium zur Verfügung gestellt kriegen oder mitgedeelt kriegen. Das Ganze basiert auf einem Koeffizient, den sich aus 2 Teilen zusammensetzt. Ein Koeffizient de Base 1,75, die für alle Gemeinden am Land dieselbe ist an den Indiz sozial, den für pro Gemeinde kann variieren. Die wird alle 3 Jahre vom Lycée zusammengesetzt. Wir sind am 3. Jahr für den heutigen Koeffizient. An lo für nächste Jahr geht den neu gerechnet. Dafür kann das sein, dass den das nächste Jahr ändert. Aber aktuell also dieselbe Koeffizient für die 2 Jahre für drin. Da wird geguckt, wie viele Schüler am Scolaria angeschrieben sind. Das sind 391,5. Die 0,5, die wird nicht vielleicht ein bisschen irritieren. Das heißt, die 0,5 heißt, wenn ein Kind am Präkurs zu 4,5 D angeschrieben ist. Da geht er doch nicht als halbe Schüler berechnet. Weil ein Kind normalerweise kann 8 Plagen besetzen, aber wenn er dann nicht mehr 4 reserviert, was das Minimum ist, da geht er doch nicht als halb gerechnet. Dann geht das ausgerechnet. Wir kriegen dann ein Kontingent von 724 Stunden. Wir kriegen 2 Stunden dabei für unsere PDS zu realisieren. Die kriegt alle Schulen am Land dabei, für das können umzusetzen. Und wir haben auch Surplusstunden von der EBS. Hier an der Tram steht sie mit 23. Du kannst vielleicht noch kurz etwas dazu sagen. Und wir haben Akkustunden mit 23 dabei gekriegt. Sodass wir der Tram noch 772 Stunden hätten. Da wird geguckt, die Leute, die eine Nomination auf der Schule haben, wie viele Stunden die schaffen. Es geht um Stunden auf für die Chargen oder welche Funktion sie gerade assurieren an der Schule. An die Stunde ging dann aufgerechnet und da könnt ihr eben die Zahl raus von Stunden, die noch zu besetzen. Also in dem heutigen Fall wären das dann 93,70 Stunden. Wie ist die ganze Sache aufgebaut? Wir fangen 4 am Präkurs an. Wir haben als Inskriptionen, wir haben am ganzen 45 Kinder, die werden angeschrieben sind. Wir starten mit 36 und die 9, die nach nachrutschen, das sind die am Lauf vom ersten Trimester 3 Jahre kriegen und die können danach dann am Präkurs aufhängen. Da können sie hier mit der Crèche abhängen und sie können rüber an den Präkurs wechseln. No am 1. Januar geht das nicht mehr, weil sonst, die Gruppen wussten sonst nicht zusammen, das ist das aber zu schwierig. Weil wir gingen da bei den 3 Klassen am Präkurs bleiben, so wie sie aktuell sind. An innen sind auch die Edukatrissen abgezählt mit ihren Taschen. Wir müssen da kein weiter Leid abstellen. Wir sind da gut aufgestellt und das ändert dann nicht par rapport zu diesem Jahr. Da gehen wir an die Präskolär. Du hätte man aktuell 82 Ausschreibungen für das erste Jahr Präskolär 46, aber das zweite Jahr 36. Mit den 82 Schülern können wir nur ausrechnen, dass doch eventuell mit 5 Klassen durchgehen. Das wäre machbar. Wir haben da 6 und wir gingen die 6. Klasse auch gerne dann weiter solo mal halten. Das hat ein Argument, und das den am Präskolär gibt aber ganz viel Basisarbeit gelegt, aber wenn das an einer kleinen Gruppe gemacht gehen, davon hat eigentlich Schule die Juren noch immer etwas davon. Das wird am Cycle 1 kann als Basis umgesetzt gehen, das geht dann, die Probleme gehen alle nicht mit an der Cycle 2 und schleppen sich die Probleme nicht mit. Und tout en plus muss ich immer bedenken, dass am Präskolär aber die Lehrerin eigentlich den ganzen Tag lang am Grob ist, nicht so wie am Präkurs, die zu 2 permanent sind. Und dafür also schon für die, wenn ich will, ein bisschen differenziert schaffen und ein bisschen die Problematiken angehen, dass die Gruppen dann nicht so groß sind.
Dafür gingen wir die 6. Klasse beibehalten und dann ging das auch nicht andere par rapport zum aktuellen Jahr. Da gehen wir an den Cycle 2 bis 4. Wir haben ein bisschen abgelöscht, wie das aktuell aussieht. Ich wollte auch noch bemerken, die Zahlen sind nicht definitiv. Das kann immer sein, dass die Familien oder Banken aber fortplündern, kann aber auch sein, dass Familien dezidieren, sich an der Gemeinde niederzulassen, von denen wir aber noch nicht wissen. Dafür, das kann immer noch ein bisschen variieren, aber das ist eine Tendenz, wie es aussieht. Ihr seht, wir haben ganz bisschen Männer kann am Cycle 2 bis 4 haben par rapport zum aktuellen Jahr. Aber wie gesagt, das kann aber auch nach, das ist nicht so fix. Dann haben wir den Tableau von den Dechargen abgestellt. Wir haben 8 Stunden Decharge für die Bibliothek. Die geht dadurch überraschend, dass pro 50 Kanner als eine Decharge vom Ministerium freigehen. Und wir leiden eben kurz an der 400 Kanner, also sind das dann 8 Stunden. Wir haben die Charge für die LASEP. Da sind wir eigentlich ganz hilfreich drauf, weil wir nach einer von den Schulen sind, die LASEP selber von den Enseignants assurieren. Es gibt nicht ganz viele Schulen, die das nach können anbieten. Wir haben da eine gute Equipe, die ganz engagiert ist. Und das geht dann mit den Chargen, wo dann die LASEP mit dem Ministerium eine Konvention hat. Dann den Delegé à la Sécurité aus dem Gesetz hier vorgesehen, das ist eine Stunde für die Größe von unserer Schule mit der Unzahl von den Sälen, die wir haben. Dafür geht das als eine Stunde berechnet. Und dann, was neu dabei ist, par rapport zu den Jahren für Drohnen, das ist die Charge Informatik. Die Jahre für Drohnen, weil die nicht explizit abgezählt, weil wir da an einem Pilotprojekt waren, die schon während vielen Jahren bestanden hat. Da haben wir zu 3 Schulen, also die 3 Sierdal-Schulen, das heißt Betz, dann die dran von Aschütter, haben hier die Charge Informatik immer an einen Dippe gehalten. Und wir hatten vom Ministerium ein paar Stunden dabei gekriegt und wir hatten dann eine Person für die 3 Schulen. Das ändert aber nur, weil die Person, die geht an Pension. An dem Pilotprojekt konnte man leider nicht verlängert, sodass alle Schulen auf sich abgestellt ist, für das zu assurieren. Das wird auch strikt gerechnet. Es wird geguckt, was das von elektronischen Apparaten an einer Schule, von Posten, also Postentravail nennen sie das. Das heißt, das ist nicht gerade, dass die Beameren, die im Plafond hängen, die gehen nicht mit gerechnet. Es muss wirklich ein Postentravail sein. Und da kommen wir dann eben auf 206 Apparate und da ist es selbst, pro 50 Apparate gibt eine Stunde die Charge vom Ministerium zur Verfügung gestellt und da sind wir eben leicht über die 200, da konnte man die 5 Stunden nach zu ergattern. Du haben auch zwei Personen, die das ganz gerne überholen, die ganz engagiert sind und die auch wirklich voller Motivation sind, auch voller Ideen, was den Donner alles kann machen. Das ist nämlich nach einer der Charge, wie nicht just nur den Posten, nur den Computern zu gucken, für das zu rollen. Du hast schon mehr der Hand, du sollst schon auch zum Teil auch mit der Kanner zusammen geschafft gehen. Also das nicht einfach, dass das ein Informatiker ist, den du bist nur in der Maschine knibbelt. Voilà, dann also Projekt Go. Die kennen da, den haben wir schon etliche Jahre. Das Projekt Go ist ein absolut Plus-Value für als Schule. Wir müssen als den selber bezahlen. Wir nennen das so, das heißt, wir müssen mit dem Kontingent, den wir 4 an der Tram hatten, müssen wir als Stunden aufknappen, für das wir 17 Stunden zusammen kriegen, für das wir eine Person können aufstellen, für das die Projekt Go kann assurieren. Leider kriegen wir keine Surplusstunden dafür, obwohl wir sie immer freuen. Aber das geht aber nicht. Und, das Projekt ist aber wichtig genug, dass wir das eigentlich alle Jahre weiter assurieren. Das heißt, das ist eigentlich alle Cycle, die ein paar Stunden muss an den Dippe gehalten, für das wir das können realisieren. Da könnt nach ein Zusammenfassung, also oben die Kannerzahlen nach ein der Koeffizient, der Kontingent, und dann der Surplus. Da sieht man, dass beim Surplus 40 steht, und nicht wie 4 an der Tram 46. Das erklärt sich dadurch, dass als IEBS zwar mal 23 Stunden und Schütter Schule affektiert das. Sie hört aber nur 75% Tage. Das heißt, sie schaffen immer 17 Stunden und dann kriegt ihr auch keine weitere zweite Person, die ein IEBS-Tage assuriert, dann nicht zur Verfügung gestellt. Und dadurch ist dann die Differenz. Dann hätten wir eigentlich am Endeffekt, da steht da noch, wir könnten 92,70 Stunden ausschreiben, am der Tram steht 93, das ist durch die Differenz, weil die LASEP-Stunden
konnte man nicht direkt an die Berechnung dranholen zu dem guten Moment, wie das Dokument abgesagt ging, weil man einfach den Akkord nicht hatten. Wir hatten den Zettel nicht viel leihen, dass sie akkordiert wären und wir können nicht schon mal die Schachstunden hin und her frickeln, die man aber eigentlich noch nicht zugedeelt wurden. So dass das dann ein ganz Lied Differenz gibt, wie in den lo ganz genau dran lesen geht. Wir haben dann auf der ersten Liste 3 Posten ausgeschrieben, einen definitiven an 2 provisorische. Das erklärt dann noch ein bisschen drin, wie die verschiedenen Taschen von den Leuten nächstes Jahr wird ändern. Die einen gehen an ihren Taschen drauf, die anderen gehen an ihren Taschen drauf. Die Leute, die machen nächstes Jahr ein bisschen etwas anderes. So dass es aber ausgesagt, dass wir bei der zweiten Liste nachher eine Posten von 23,70 Stunden ausschreiben. Das spielt uns ein bisschen an die Karte, weil das eigentlich genau die Stundenzahl, wenn ich will, einen Stagiaire, einen Senior-Stagiaire ranholen, sodass wir da gut Chancen für auf der zweiten Liste aber eine Person können, eine profitierte Person können da drauf zu setzen. Voilà. Innen ist nach kurz den Tableau rekapitulativ, was eben jeder schafft oder wo freigestellt ist oder was er möchte. Und das wird dann als Propos vom Schulpersonal. Vielmals merci, Joel. Ich will auch noch andere Leute merci sagen, die das vielleicht gesehen. Es gibt verschiedene Dechargen, notamment für die Organisation von dieser LASEP, wie Joel schon gesagt hat. Ich meine, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und wir können froh sein, dass wir heute zu Schütter so eine LASEP-Name können proposieren. Da will ich aber ganz große Merci und Johanna Gonsalves und Delora Magero sagen, die sich bereit dafür erklärt haben, für sich das informatische Material von der Schule zu kümmern. Und da will ich aber noch als Information sagen, dass wir viel von Organisationen, Privatpersonen, aber auch von unseren Kommissionen gefragt gehen, dass die Schule Evenementen mit organisiert, Video dreht oder Vorlesungen organisieren soll. Heinz, du gehen Leute vielleicht ein bisschen quäsch, was sie gesagt haben, dass das nicht immer geht. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass wenn man ein Gefühl von der Schule kennt, dass das kein schlechter Willen ist, aber dann zeitlich oder organisatorisch nicht immer möglich ist, für alle Nuken zu gehen. Ich meine, wir müssen uns bewusst sein, dass die Grundarbeit von der Schule aber die ist, für die Kann-Apps beizubringen. Und die ein oder die anderen Projekte helfen sie natürlich ganz gerne mit, aber es geht nicht immer, für alles mit umzusetzen. Und dafür hoffe ich, verstehst du mich. Merci. Voilà, merci Joel, merci Andy, sind auch frohen. Kein frohe sind, da ging wir über den Punkt aufstimmen. Sauber Jules. Mam Jules in Progression, ja. Tein Serge. Ja. Teisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jemp. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne auch. Also ich merci. Und dann gehen wir zum zweiten Teil. Merci, Claude. Da kommen wir noch bei der PEP, also den Plan d'encadrement périscolaire, wo es hauptsächlich die vielen Projekte, wo die Schule organisiert geht, aber auch Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Maison Relais, wo wir auch gesehen, dass ein positiven Avis von der Schulkommission da ist. Und noch häufiger gebe ich da ganz gerne dem Joel auch die Worte rübergeben. Dann kurz de PEP, wie den Andy schon gesagt hat, ein Plan d'encadrement périscolaire. Das ist ein Formular oder ein Rapport, den die Schule zusammen mit der Maison Relais aufstellt. Den hat par rapport zum letzten Jahr nicht groß geändert. Wir haben ihn aktualisiert. Wir haben noch nicht aktualisiert, die bedingt waren durch die Gemengewahl vom letzten Sommer. Beim Personal aus dieselben Aufbau. Die Leute, die sich darum kümmern, die haben nicht changiert. Wir haben just dabei gesagt, bei den Infrastrukturen, als ein Espace Makerspace, wenn wir realisiert haben, dass die gefehlt wird. Wir haben die Horären aktualisiert, das, was vielleicht mehr auffällt, dass das eben die LASEP an der Woche geändert wird, und dass sie mit der Stunde gerutscht ist. Und so wie es aktuell ausgesagt wird, das auch weiterhin so beibehalten gehen. Dann haben wir die großen Projekte, die wir zusammen mit der Maison Relais realisiert haben, haben wir dran geschrieben. Die könnt ihr euch vielleicht daran erinnern. Am Hirsch hat man den Kameraster Collage gemacht und die nur nach 4 an der Entrée am Hall hängt.
Dann haben wir an einem Dokument festgehalten, wie den Übergang ist. Das ist ein bisschen kleiner an dem dritten Dokument, wie wenn der da im Detail ist, haben wir daran festgehalten, wie den Übergang ist zwischen der Schule und der Mesorele. Wo gehen Kinder an welchem Cycle aufgeholt, und wie lief das auf? Wen kann zu wohin sichern? An Hanno Ohren, wann kann er zurückkommen aus der Mesorele an die Schule, wie geht den Übergang? Wir haben das schriftlich festgehalten, wir fanden, das wird dann auch ein bisschen mehr klar und transparent. Die Regel de Bonne Conduite, das ist ein Projekt, das wir schon mehr lang haben, die kennen wir mittlerweile auch. Wir haben den nicht geändert, wir haben es aber wichtig fand, dass er weiterhin am Rapport dran stehen. Wir haben als ein Projekt Educateur dran gesagt, als ein Educateur Piet Kales, als du das Jahr am Congé parental mi-temps. Und gouf den Spitalchen gouf assuriert von Marie Molter, was mittlerweile wirklich eine super flott Equipe gehen ist, weil die schaffen wirklich gut zusammen an ob sie es verlos an das ein großes Engagement von denen zwei, auch von denen im Halbtag schafft. Mir den aber, dass du eine gute Interaktion hast, sie schwätzen sich gut auf an den Lien zwischen den Problemen, die an der Schule sind und die auch an der Mesorele zum Teil bestehen, ist aber ein bisschen mehr einfach für die Sachen zu enkadrieren. Dann haben wir festgehalten, dass die Educateure von der Mesorele als bei ganz Aktivitäten ganz regelmäßig unterstützen. Sie gehen mit verschiedenen Klassen als zweite Person mit an den Busch oder an den Kannergärten. Verschiedene gehen mit an Schulkolonien. Sie unterstützen uns bei der LASEP. Und nicht nur am Cycle 1 gehen sie mal an den Kannergärten, aber am Cycle 2 haben sie für das dritte Trimester auch gefragt, für regelmäßig rauszugehen und dann wir können dann eine zweite Person mit dabei zu haben, als Appui, dass das eine flott zusammenarbeitet und das funktioniert gut. Dann haben wir also Projekt Développement Durable ein bisschen adaptiert. Das hat auch für Recycling geheischt. Wir haben auch eine Nachhaltigkeitsgruppe gemacht, weil wir fanden, dass das ein bisschen mehr das ging widerspiegeln, was wir auch hier machen. Wir machen da nicht nur Recycling, wir gehen da ein bisschen mehr weit an also Aktionen und noch von der Ausstellung hier, was Site umgesetzt wird. Dann haben wir also Projekt YouKids an der Welt, den am Cycle 4.2 ist. Das ist ein wichtiges Projekt in dem Sinn, weil das von den letzten Projekten ist, den als Schüler am Cycle 4.2 nach am Campus an der Welt machen. Und dann ist es eigentlich für sie, als die Zeit dann auch rüber, sie gehen dann auf anderen Stationen oder anderen Schulen und dann ist das aufgeschlossen. Für sie ein bisschen noch Plätze machen, was von den Herausforderungen, ob sie durchkommen. Dann als Fester, beim Schulfest als Mesorele an die Schule mit engagiert. Das ist so ein Fest, das von der Elternvereinigung aus organisiert ist, mit Zusammenarbeit von der Gemeinde, aber Mesorele, das Jugendhaus und die Schule machen aber durch ihren Deal mit dazu. Der Makerspace, der lebt aktuell ganz flott. Der lebt zum Teil während der Schulzeit lebt neben an der Schule, aber während der freien Mittwoch, Dienstags und Donnerstags als eine Gruppe von Kindern aus der Mesorele, die da weiter an der Makerspace arbeiten geht. Eigentlich so, wie wir es von Anfang an vorgestellt hatten. Das hat dazwischen, denke ich, ein bisschen so Schwierigkeiten gekriegt. Wir haben es aber gut erkriegt und das lebt auch so, wie das geplant war. Das Projekt Alpaka ist nicht das Hauptprojekt von der Schule. Da geht höchstens mal ein Schulkant während der Schulzeit ganz gezielt dahin. Das aber da meistens Kinder, die auch an einer Krisensituation sind oder wo es aktuell da ganz schwierig ist an der Schule. Und dann können wir mal dahin ausweichen. Mit das aber hauptsächlich ein Projekt, das während der Mesorele-Zeit umgesetzt wird. Dann also ein Projekt Kannergärten, den sowohl von der Schule wie von der Mesorele auch gemeinsam genutzt wird, weil nicht nur während der Mesorele-Zeit gehen Kanada, nicht nur während der Schulzeit, die Gruppe gehen noch zusammen in der Stadt Educateure von der Mesorele mit der Schulgruppe mit hingehen. Dann also letzte Projekt aus den vom Schulausbau, wo die Schule und die Mesorele der mit um den Tisch sitzen und hier Ideen damit abbringen. Das ist auch ein gemeinsames Projekt, den nicht immer so ganz einfach an der Realisation ist, aber wo aber das Engagement von beiden Seiten, kann ich aber sagen, aber ganz intensiv ist. Voilà, wir haben das Projekt dann, wie es steht, an der Schulkommission vorgestellt und wir haben schon das Datum von heute in den Motto gesagt von der Gemeinderatssitzung. Vielmals merci, Joel. Wie schon gesagt, die Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Mesorele gesagt, dass die immer besser funktioniert und das auch schon, wie du gesagt hast,
immens wichtig, dass von Kanner zum Beispiel auf den Ausflug gehen, dass dann du auch die Leute dabei sind, die Kanner schon kennen und noch Kanner dann noch wissen, dass dieselben Spielregeln durchspielen, egal wen sie gerade umkadriert. Merci. In dazu noch frohen. Kein Frohsinn, ich hatte eine kleine Sache am Plan periskolär, nicht direkt mal am Plan zu dem, direkt mal zu dem, wie man da die Foto gemacht hat von den Kannerrechten. Ne? Da war ja über 100 Kanner auf der Foto, ne? Da sind wir ins Flott gewesen, ne? Und da mussten da 6 rausgepickt gehen. Weil dort die Eltern, also ich will keinem dran reden, ich habe mich aber gefragt, wissen die Eltern, Heinz, du was für ein Tragwerk das hat, sie wollen nicht kann schützen, das hat gut recht. Mit das aber eine Kokassituation dann noch von der Bemol do ein paar Kanner rauszugehen, die mussten sich dann noch Bank setzen gehen, weil die nicht dürfen auf der Foto sind. Also wie von all ihren Kameradinnen und Kameraden, dass das aber komisch und ich weiß, dass wir am Gange sind, noch da ein bisschen das Formular zu verschaffen, mit denen, also Autorisationen für ein Foto zu machen oder nicht zu machen. Also mein Pro hast eben du gehört, du hast dazu Saison oder wie hast du die Entwicklung an dem Dingen? Also mir sie umgang und den Fotostil zu schaffen, mir hun den aktuellen, den Lohn nach en vigueur ist, ganz bewusst, ganz einfach gehalten, entweder rot oder orange oder grün. Das tut doch ein Grund, dass das nämlich stehen, was mehr Möglichkeiten da sind, was Fehlerquellen mehr ist, als das den sich irrt. Und wenn eine Gruppe Kanner hat, heinst du aus der Gruppe nicht immer den den ganzen Tag hat, gerade bei den Kannerrechten, zum Beispiel bei der Foto, die hast du einen Zeitpunkt gemacht, wo nicht immer unbedingt all titulär da ist. Und das heißt, dann hast die Leute, die die Gruppe assurieren, die aber nicht 100% Bescheid wissen, wenn den dann 22 oder 23 kann das assurieren hört und wie sie nicht und dann sind 100 Möglichkeiten, die Eltern oder Leute können ukreizen, da geht es wirklich schwierig, dass den sich irrt. Dafür haben wir schon mal ganz bewusst, ganz einfach gehalten. Wir wissen, dass die Kanner, die auf rot sind, die sind einfach rot. Du wollen die Eltern das nicht. Und das respektieren wir dann auch. Und dann gucken wir, dass das wirklich dann nicht geschieht. Aber beim Gering, als das für uns natürlich das allereinfachst, wenn Kanner auf Gering sind, da können wir sie eigentlich auf Allfoto holen, obwohl wir immer probieren, eine Kant am Gruppe zu holen, dass wir nie allein inzwischen projizieren. Oder wir probieren das so zu knipsen, dass von Hannen ist, dass ihr nicht direkt erkennt, wen es wirklich ist. Also wir probieren wirklich ganz gut aufzupassen. Aber wie gesagt, was den Zettel mehr komplex geht, was Fehlerquell wirklich mehr hoch geht, und dann sind Leute noch nicht froh, wenn hier Decision nicht respektiert wird. Wir probieren es so gut wie möglich zu machen. Wenn die Leute so nee, und das rot, dann ist es rot. Und dann holen wir sie wirklich auf Zeit. Ja, merci für die Erklärungen, das ist ja absolut richtig, wir sollen den Wille von den Eltern noch respektieren. Ich sehe da mal ein bisschen in der Mission, Leute, aber mal zu so, wisst ihr, was das bedeutet an allerletzter Konsequenz. Ne? Okay, vielmals merci, sonst nach kein mehr, da gingen wir aufstimmen, sauber Jules. Mam Jules Prokuration, ja. Trein Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Merci. Und dann haben wir noch einen dritten Teil. Andy van Schlift. Da kommen wir bei den letzten Punkt von der Schulorganisation der PDS. Das ist ein Schulentwicklungsplan, wo dann den alle PDS da kulturiert muss gehen an die neue Hauptziele für den Zeitraum 2024 bis 2027 festgelöscht gesehen und dann noch ganz gerne Joel für die Präsentation für uns. Merci. Weil dann ein paar Worte zum neuen PDS, also Schulentwicklungsplan, wie den Andi schon gesagt hat. Die 3 Jahre sind das ist immer auf 3 Jahre abgestaltet. Die 3 Jahre, die sind und wir setzen einen neuen ab. Wie bei all den Sachen, was etwas kulturiert wird, dann wird etwas Neues abgestaltet. Da geht das auf verschiedenen Etappen. Und dann beim PDS ist das nicht ernst. Es sind eigentlich auch 3 Etappen. Die erste Etappe ist die vom Bilan von dem, was wir gemacht haben. Die zweite Etappe ist ein Etat des Lieux, wo sie mal drin, was können wir, was das als Situation. Und die dritte Etappe ist eben das, was wir uns für die nächsten 3 Jahre für. Wir haben das ist ein Dokument, das über meint, abgestaltet ist, das geht nicht so ganz sicher. Du musst aber
hat viele Leute Rückspruch holen, am 100 zusammen abgestellt. Die erste Etappe war eben dann die vom Bilan. Wir haben uns beim Bilan gedurcht, wir gingen das ein bisschen modern das gestalten, wir haben zu Form von einer Website gemacht. Die Website ist aktuell noch nicht online, sie ist noch für, just für den Dossier d'Approbation und dafür kann nicht jeder sie so wirklich lesen gehen. Natürlich, wenn ich weiß, wo sie steht, da finden sie auch an die Leute, die nur gucken, die gesehen das ja dann. Sie ist aber eigentlich noch geduld, solange das Dossier an der Approbationsphase leidet, dass man sie nicht gingen, ob Seitensätze von der Gemeinde oder die neue Website von der Schule, die demnächst wird online gehen. Also wir haben uns für dich gesagt, wir machen das als Website. Was haben wir da geschrieben? Wir haben kurz erklärt, für was die Website da ist, was das Objektiv von unserem PDS war, den wir clôturieren. Wir haben abgeschrieben, was wir alles gemacht haben. Wir haben für die 3 Ziele, die wir hatten, an allen Cycle so ein kleines Video gemacht. Das ist, wenn man sich da durchklickt und klickt auf den Cycle, da seid ihr, ich meine, ich muss denke kurz aktualisieren, weil es springt irgendwie nicht richtig Dann, voilà, genau. Also bei allen Zielen, also von allen Cycle so ein kleines Video gemacht, in dem ein paar Minuten dauert, wo kurz erklärt wird, was dann umgesetzt ist. Wir haben uns gesagt, am Zeitalter von Probayerspuren, aus machen wir das nicht in einer Probayerform. Und zweitens wissen wir auch, dass wenn Bilanz ganz textlastig sind, dass dann eigentlich auch viele Leute Courage nicht haben, das wirklich zu lesen. Sie können dann so kleine Video gucken und sie kriegen nach ein paar Minuten kurz gewiesen, was gemacht ist. Das haben wir gemerkt, dass wir da vielleicht aber ein bisschen mehr freundlich und viel mehr einfach an der Handhabung. Voilà, wir haben kurz abgezählt, was wir gemacht haben. Wir haben erklärt, ob was das als Auswertung basiert wird, auf welche Fragen. Die Fragen, die sind an die 4 Cycle gegangen. All Cycle hat sein Bilan abgesagt. An die Fragen sind noch an die verschiedenen großen Arbeitsgruppen gegangen, die die Schule hat. Das ist die vom Schulausbau, von der Maison Relais à Schule, die Zusammenarbeit dazu, der Kindergarten, digital Lehren und der Gruppe Gewaltprävention. Und wenn ihr dann darüber klicken geht, dann könnt ihr zu all Arbeitsgruppe, den Bilan lesen gehen, was den sieht, was wir umgesetzt haben, was den meisten Einfluss auf die Schule hat, was sind die Sachen, die wir weiterführen, was sind die Sachen, vielleicht die nicht Brot tun, wo wir vielleicht Zeit und Energie und Arbeitsstrafe gestochen, aber wir hatten aber nicht das Resultat, was wir uns da erwartet hatten. Was kriegt man als Feedback, was sind als Herausforderungen, wie es soll weitergehen und wo ist noch Entwicklungspotenzial, was den noch mehr weit ausbauen. Wir haben aus den ganzen Bilan, die wir da gekriegt haben, ein Fazit aufgelegt und dann aus die Seite mit der Konklusion von der Schulpräsidentin dann eben aufgeschlossen. Voilà. Das war den Teil vom Bilan. Dann könnt dann eben die zweite Etappe an so einer Approbation und das ist dann den État des lieux. Für den État des lieux, also darum, wofür man umgegangen, die könnt ihr auch an den Dokumenten nachgucken. Da ist ein ganz Annex dabei. Es sind 7 große Domänen, die sind auch vom Ministère vorgehen. Zum Beispiel kann ich euch kurz weisen, das ist ein Apprentissage. Und da wird eben geguckt, was sind als Stärken, was ist das, wo man noch schaffen muss, was sind die Pisten und Ideen, die alles wichtig sind für die nächsten 3 Jahre eventuell daran zu schaffen. Und so ist das eben mit den 7 großen Domänen, haben wir das zusammen abgeschafft. Wir haben dann ein großes Plenär gemacht, wo die Leute alle guten da waren. Wir haben die Sachen durchdiskutiert und wir haben dann noch priorisiert, was das, was alles wichtig ist. Und das ist dann ein Dokument von der Approbation kommen. Das könnt ihr an eurem Dokument auch weiterlesen. Du hast dann erstens den Bilan. Es sind die wichtigsten Daten, die eben müssen angehalten werden, für dass die Prozedur so durchgezogen wird, wie sie befehl gesehen ist. Und dann wird eben dran festgehalten, also, wo sind die Sachen, die als wichtig sind. Und dann gehen dann Hauptpisten festgehalten, das heißt, die sieht die 7 Domänen, Apprentissage, Appui, Enfant à besoin spécifique, d'Eltern, Interkulturalität, Maison Relais, Antik, also neue Medien. Und aus diesen 7 Domänen sind so viele Pisten rausgeholt gehen und wir haben dann noch priorisiert, dass die Leute alle gute konnten sagen, wir fanden, ab dem Bereich sollen wir die nächsten 3 Jahre eine Priorität geben, weil wir können selbstverständlich nicht und diese 7 Sachen gleichzeitig schaffen. Und das geht erstens nicht und wir werden doch kein Resultat davon.
Wir haben dann 3 Großprioritäten festgehalten und wir haben dann für an die dritte Etappe von der ganzen Approbationsphase zu gehen, nämlich was wollen wir die nächsten 3 Jahre machen, haben wir uns großes Objektiv festgehalten und das geht auch aktuell durch, dass wir das können an das Ministerium ausschicken, für die Approbation drauf zu kriegen. Dono für den September geht es nach mehr an den Detail, mit dem Hauptobjektiv, die sollen sich auch ein bisschen mehr weghalten, für sich nicht so viel anzuschränken. Für das sie gesagt, vielleicht muss ich nur 2 Jahre ein bisschen umdisponieren, wir haben die Gegebenheiten schon ein bisschen changiert und wir müssen noch andere Sachen schaffen. Sodass wir gingen als Objektiv für 24, 27 festhalten, mit einer einheitlichen Approche, weil wir wollen als Schule ein bisschen mehr einheitlich nach außen auftreten, was nicht so einfach ist, aber wir probieren aber darunter zu schaffen. An den Bereichen Lehren, was noch immer als Kehrgeschäft ist, weil wir sind ja aber schließlich die Schule und wir sind am formalen Bildungsbereich angesiedelt und nicht inzwischen ernst das und dann ist Lehren als Eisen da, wie soll ich sagen, das ist das, was wir zu realisieren haben. Und wir haben noch einen klaren Bildungsauftrag gekriegt und den muss man schaffen. Also an den Bereichen Lehren, Kommunikation und Wohlbefinden machen wir als fit für die Schule von der Zukunft. Wir wollten eben verschiedene wichtige Werte dran kriegen, für dass es auch noch 4 soll. Wie soll ich sagen? Es soll einfach die Idee soll sein, dass wir noch 4 gucken und dass wir die Herausforderungen auch umgehen, die einfach um die Schule gedroht gehen. Voilà. Vielmals merci, Joel. Der PDR ist auch von der älteren Vertretung an von der Schulkommission positiv avisiert gehen und schmengend gesagt den Internet-Sit, den immens flott und immens informativ. Wenn ich selber kann an der Schule hört, da kriegt ihr mal Mat an dem Cycle do las als Kanada sind mit will sich vielleicht dann noch mal dafür interessieren, weil dann den anderen Cycle so lebt. Dort kann die vielleicht will wissen, was dann noch so sie durchkennt oder auch als Älteren herauszufinden, was dann noch so ob ihn selber lief durchkommen. Dafür hoffen ich, dass wir geschwind den Internet können online setzen mit den flotte Videos und Informationen drauf. Merci. Gehen jetzt aufs Frohen. Kein Frohen. Dann hast du alles gut erklärt, Joel. Ich gebe dann am Namen vom Gemeinderat doch ein merci so Joel dir und dem Komitee und du hast doch gesagt und ich meine, dass eine ganz optimistische und positiv Energie zu spüren, zu zusammenarbeit funktioniert doch gut am Kader vom Schulausbau. Ich meine, da wird noch der Gemeinderat geschwind informieren, wo wir da drin sind. Und ich meine, an dem Sinn wird doch in Zukunft ein Flotschau zumindest, was wir immer überall hören, dass an der Schule zumindest ein guter Arbeit gelegt wird und noch zusammen habe ich mit der Struktur der Köy schafft, also mit der Mesorelais funktioniert ja auch ganz, ganz gut. Also denke, merci. Und dann muss man denke virtuellen haben. Da gebe ich aufhängen sauber Jules. Mam Julesinger Progression, ja. Train Serge. Ja. Traisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Und ich auch. Merci vielmals. Ja, da kommen wir zu unserem zweiten Punkt, wo es um Nachhaltigkeit geht. Und da gingen wir aufhängen. Da steht immer der Jour du Konzept, sind eigentlich 2, das Konzept von den, und das immer von der Fleisch, wo wir schwätzen, von der Feldwehr und aber auch von den Hecken. Und dafür ist ein Naturparkbüro, der Loïc Kellers hier, für uns die Dokumente vorzustellen und auch als Expert uns zu helfen, ob die Fragen zu antworten, die da vielleicht sind. Und eine gewisse Urgence mit den Dokumenten, ich kann dann vielleicht darauf zurück. Wir hatten ja letztes Jahr schon gesagt, wir gingen probieren, Zertifikation zu machen für die Bronze-Zertifikation am Naturpark. Da war es aber so, dass du die erste Audite gemacht gesehen und du festgestellt hast, dass, weil das ja alles neu ist, dass du Sachen ernst bewährt geben, dass wir vielleicht nicht hoch genug wären mit den Punkten. Und dafür haben wir verschiedene Mesuren geholt, für dann einfach auf der Sicherheit zu sein. Und wir wollten
für den Naturpark da dann die Zertifikation erreichen, de Rendevous am Auditeur as gemacht. Und dafür brauchen wir die Dokumente und dafür war ein bisschen Urgenz, aber auch nach der Wie gefragt von verschiedenen Kommissionen. Und so nach denen Merci, dass sie nach kurzfristig Storaps geschrieben hat, hier am Dossier, und darauf haben wir auch noch reagiert. Und alles das wird Loic Eislo erklären. Ja, gut von meiner Seite. Meine Ziel häufig die extensive Nutzung von den gemeinlichen Agrarflächen kurz festzustellen, nur ein Feld wie ein Tagepflegekonzept. Eher statt normal man wie gewinnen der kurzen Überblick, wo man stehen. Also die hat den Audit den 6. Februar 23, du war dabei 40,10%. Lechke wie Scheiwer war dabei 45,50%. An den aktuellen Stand lo ass sie dabei 50,86%. Hier Ziel die 53,18% erreichen. Dat also in dem Fall aufgeschlossen, wenn die Mesure von ihr, die ich heute feststelle, wird akzeptiert. Und wie die Klutscher gesagt hat, ja, wir haben den Audit gefragt und die werden auch den 10. Juni sehen. Und dann hofft man, dass das dann alles durchgeht. Es sind zuversichtlich, dass das dann noch alles klappt, für das man den Naturpark nach dem 20. Juni eben dann den zweiten Blatt da können kreieren. Maja, das ist als eben die Extensivnutzung von der gemeinlichen Agrarflächen. Da wollte ich kurz einen Prozess erklären, mal vorgegangen sind. Also ich tue mal einfach alles guckt, wo sind die Agrarflächen von der Gemeinde, wie schafft darüber, was getroffen gemacht, aus den Herden, die Madame Biobauer, wer in Kulturen nicht nur gesagt hat, eine Wiese oder so weiter. Und Funktion davon haben wir dann noch die Gemeindebauern alle einzeln gerufen. Da war dann immer der Sekretär von der Gemeinde dabei, nicht von der Biologstation, und ich auch einkehren, für dann eben zu gucken, okay, wie schafft man drauf, wir müssen Martin noch das Gespräch zu sicher, für zu gucken, was das Dolo macht, bei direkt die Naturpark Einschränkungen oder die extensiv Konditionen direkt am Pachtvertrag festzuhalten, weil das war dann Naturpark doch fix gefroht, dass das in das dann eben viel lädt. Und also so ich bekommt, dass man eben bei verschiedenen Bewirtschaftern ein Problem hatten, dass du gut, ja, kannst rausschreiben, statt du geht, ich schaffe sowieso mehr extensiv, da können wir dann direkt machen. Das sind auch die Verträge, die dir vier Leute hat, das sind auch die am Gemeinderat sollen gestimmt gehen. Und da sind eben aber auch noch Flaschen drin, die nicht da drin fallen, weil der Bauer wegen Grund auch immer, das kannst du nicht beurteilen, daneben da nicht kann direkt anhalten, weil dem braucht so ein für sein Granate Silo oder so etwas, dass man dem angeboten haben, entweder virtuellen Tausch zu machen oder vielleicht sogar dahin zu gehen und notariellen Tausch zu machen. Kurze Erklärung, am virtuellen Tausch, dass eben Gemeinde bleibt proprietär von ihrer Flasche, den Herr, den oder die Frau, die nimmt darauf wirtschaftet, die bleibt, kann die Flasche nicht mehr bewirtschaften und möchte die Sachen, die sie dann eben auf der Flasche will machen, mir gibt dann eine andere Flasche von Amster Gräst, wo sie darauf wirtschaften, dort Konditionen vom Naturpark umsetzen. Das ist am die Idee, das gibt dann noch dementsprechend im Pachtvertrag genau beschrieben gehen, wer ein Kadaster und so weiter und so fort, dass das nachvollziehbar ist. Das fällt man dann eben alles am Sommer Hirsch eben machen. Muss man gucken, wie sehr wir damit weiterkommen. Und das so heute also nicht, dass das von der Klimaschutz- und Umweltminister in dem Fall akzeptiert, dass weil sie sich immer auf die gemeindeeigene Parzelle fokussieren. Schon aber die Maschen erholt, dass beim Minister und bei der Klimaschutz du eng den Mund zu machen, zu gucken, ob das geht, weil ihr seht, wenn wir das Argument haben, die Bauern Summen zu schaffen, die sind am Gang dazu prüfen. Wenn ich genau streng einfach die Wesensschnitt, wir geben nicht immer weitermachen. Und das andere ist eben notariellen Tausch, das ist eben, wo dann die Gemeinde mit dem jeweiligen Bewirtschafter muss gucken, wer in Flaschen nur vorkommen. Das muss ich dann auch weiter gesehen. Hier ist just ein kurz ein Kart. Das sind alle gute Flaschen, die landwirtschaftlich genutzt werden, die der Gemeinde gehören. Giel sind alle gute Flaschen, wo eben Naturparkkonditionen angehalten gehen. Also die wo für die Bewirtschafter okay Problem war, das sind noch die Verträge, die 4 Leute hat. Rot sind alle gute an die Flaschen, wo man eben oder wo die Gemeinde virtuell notariellen Tausch will ausstreffen. Das war just mal für die erste Punkt. Sollst du weitermachen oder wollt ihr direkt zur Sicht vorstellen? Das wie ihr wollt. Und warte weiter. Das andere war eben Tacken, Feld für ein Taggepflegekonzept. Da sind wir ähnlich wie mit dem anderen, mit der Sicht und mal geguckt, okay, wo sind alle gut Feld von der Gemeinde und noch wie es beschaffen nicht davon, dass bei einer anderen Mesure gefroht, da guckt, dass sind sie verteilt, als Naturweh, als Kies oder so drauf. Und dann sind eben nach Tacken alle ermittelt gehen, wegen dann sind alle gut da sind. An der Funktion davon ist dann eben auch mit denen dann aus der biologische Station an der Vierstand Gemeinde sich zusammen gesagt und dann eben Pflegeplan abgesagt, wie sie die in Zukunft wollen machen.
an bei den Heckepflegekonzept oder bei der Karte umfang just mit Linien angezeschen, wo Hecken überall sehen. Das ist dem einfache Grund, dass eben des erste Gitter Gemeng all Joas Plan von den Hecken, die als 2 Jahre gestehen gehen, für die Lunne zu machen, haben wir das einfach so gemacht. Du sind als Gemeng, man sieht immer auf Kontakt, das lädt eigentlich ganz gut. Und dann immer nach einer Avis von der Landwirtschaftskommission kriegt, die gehen ich an Kürze drauf an, und da das eben auch wo wir los sind, daneben, dass wir das Ganze in einem Gemeinderat wollten beschließen lassen. Ich fange mit dem Avis von der Landwirtschaftskommission an, was Feldfeuer geht. Da war den ersten Punkt, den du drauf abgelöscht hast, war mit dem erhöhten Unkrautdruck, dass den eben gerade von dem extensiv drauf geschafft wird, dass die Kinder an Acker ein bisschen groß gehen. Effektiv, da haben wir eine Adaption 4 geholt, mir dran geschrieben, dass eben flaschig Auftritte von Ackerkräuter wären, die an dem Fall cross-compliance relevant wären, die am Acker beschützen, solo Beispiel Ackerkratzdistel den Ampfer. Da sind da seht, okay, wenn der Flasch auftritt, da kann den echter Acker 4 holen, für eben dann Dausummen zu verändern, und aus der Bewirtschaftung, den du dann noch vielleicht kein Problem damit kriegt. Dann war noch ein anderer Punkt für das Feldfeuer, das war dann eben, dass die Griff, die Entwässerungsgriff können dann eben zuwurzeln, und da sind darauf soll aufpassen. Da war ja jeder Woche am Konzept, das stimmt schon dran, dass eben verkehrstechnisch drin, und da eben Probleme sind, da kann immer ein Schmulstreif gemäht gehen, und da kann in den Sturm noch eins gehen. Ich denke auch, ich sage im Hundsport selber Feldfeuer, ich meine, das genug Platz, und hängt da so ein bisschen Respekt gegenseitig. Ich meine, die Bauern sind drauf, Gemeinden sind drauf, Privatleute sind drauf. Ich meine, wenn du bist, sieht, wenn du bei ihnen aufpasst, dann fällt doch unbedingt in an der Gruppe. Dann war noch spezifisch zu den Hecken. Da war so gemerkt, dass Neuanpflanzung von Hecken nicht behandelt ging, und dass auch Dacht von den Heckepflanzen, die bei GIF umsetzt, und nicht behandelt ging. Das ist richtig, das steht doch nicht dran. Das ist auch dem ganz einfachen Grund geschuldet, dass am Naturpark einfach die Mesure gefragt wird, wie geht ein Entretien davon gemacht. Also das ist nicht gefragt, wo man eine neue Hecke will umsetzen. Das heißt aber auf keinen Fall, dass ich das nicht machen kann. Ich meine, die enge Aufgabe vom SIA ist, neue Strukturen und Doppelland zu bringen. Aber wenn du Gemeinden, Bauern, einer Privat an Doppelland, ich meine, die können sich immer beim SIA melden, wenn sie gerne Platz nur wollen, da kann das auch dran machen. Aber das tut in dem Fall nicht, das Land ist im Konzept nicht gefragt, wenn sie das nicht dran. Ich hatte auch direkt mal den intern, was mit Tecken geht, also sollen nach immer einheimische Gesetze, die sind auch in den Klimawandel, wie ich das mitgetan, angepasst, die gibt noch mal den dritten ins gehen. Dann noch etwas, was die 2 Sachen betrifft, das war ja, dass von Starkrien los, wie man das eben ein bisschen den Fall hatten, und eben auch, dass dann Gras ein bisschen höher ist, dass kein Wehrrand eben draufhalten, und auch eben, wenn Eisrien wie das Tecke kennt, also nicht umfallen, mit dass die auch Giffen an den Wedern fallen. Da gilt das nämlich für drin, wann verkehrstechnisch Gründe Probleme sind, kann ein Schmulstreif freimachen. Das gilt das nämlich. Und auch bei den Hecken, wenn du das Lichtraumprofil gestellt hast, das heißt, wenn du nicht mehr gut sichtbar, der Feld nicht mehr gut sichtbar ist, da kann noch eine Intervention holen, wenn es wegen drunter noch immer so einfach, dass man am Eisregen, dass du eben ein Problem hast, da kann doch schon eben schon am Vielfalt intervenieren. Dann als nach gefragt ging, dass eine Kontaktperson oder ein Kontaktanlaufstelle soll dran kommen, da tun wir auch noch dran gesagt, dass sie weiß, wo das wohin sich da kann melden. Dann hat er nach am Navi dran, dass der Teil just einen Moment abnehmen muss. Auch da das richtig, ich meine, musste etwas ausgeschafft, was schon zum Teil am Vielfalt schon gemacht ging aus. Lo gehen wir noch ein bisschen mal verschiedene Sachen ein bisschen mehr weit. Und lo gilt doch drin, Erfahrungswerte zu sammeln und zu gucken, wie ein Stadtland ganz eben noch entwickelt. Das heißt nicht, dass ich nicht ein paar Jahre seht oder dass ich dann einfach seht, okay, muss ich ein Druck gehen, als wäre ein Gründer noch immer. Ich gebe euch das Beispiel, gehen Gemeinschaften Hut zum Beispiel, das betrifft der Titel nicht, mit das für die Geringflächen innerorts. Du gehst wieder geplant, Gemeinschaften noch immer da noch, mir auch da haben sich andere Sachen geändert, wo man aktuell darauf schaffen, die umzuändern. Das heißt, auch das, also Prozess und der Teil gehört aus ähnlich zu gucken. So, das wäre zu meiner Seite für die Sache gewesen. Ja, merci Loïc für die Präsentation. Gehen dazu frohen. Ich meine, gesehen, Mono noch ob das reagiert, was die Landwirtschaftskommission noch berechtigterweise für Kommentare gemacht hat. Ich will auch zum Beispiel so, dass am Konzept auch dran steht, dass man verschiedene Feldwehr am Perdmähe werden.
mir nur Modell rausgesicht, wo die überhaupt geht, also normalerweise mis go, weil se Merit weil mir einfach als man perd as net so einfach mé hun awer nach kennen also gefircht der këmmert sto drum et gëtt wo Prestaterm mat muss nach Kontrakt ausgeschafft gin noch der das noch net also de können doch nach mo net man perd méi dat Konzept steht dran wir wollen op TV ko wann dort so sos kein frohe sinn da kein Kommentaren ne dann ging wir auch halbe Berufsstimmen sauber Jules Ma mat der Progression vum Gilles, ja? Trein Serge, Tausend Pol, Ja. Waldstiko, Ja. Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Rogerini Nora, Ja. Kaufmann Jump, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Anne Joch. Merci. Dann haben wir die Kontrate Bayer Ferm, die wir dann eben noch an dem Kader umgehen tun. Und da geht der Pol vom Tisch, weil auf Toilette muss. Weil ich groß näher das. Voilà, ich meine, sie suchen am Dossier dran. Hängt ein bisschen von der Flaschen auf, wie sie exportiert gehen. Was da von Mesuren eben müssen angehalten gehen. Das steht an dem Dokument auch dran. Also den Excel-Fichier hat man den noch dran gelegt. Den steht an dem Excel-Fichier dran. Ah ja, andere Nassen. Das konnte da gucken am Detail. Ich meine, das war ganz interessant, mit den Bauern zu diskutieren und muss am Endeffekt sagen, das war kein ganz schweres Exerzice. Die Bauern waren ziemlich bereit, mit auf TV zu gehen und nicht ganz viele Probleme gesehen. Ich meine, das ist ein bisschen schwierig für die Großbetriebe, die ein bisschen mehr abhängig sind von der Effektivität von ihren Kulturen, mehr im Großen und Ganzen. Also da war ganz gut gekommen und ich meine noch bei den anderen werden wir auch noch Lesungen finden, die, wo man dann halt einzeln die Leute alle am Dossier dran sind du froh dazu. Ja, Serge. Wann ihr den Tableau bisschen guckt und wann ihr ein bisschen Dürftigkeiten kennt, kann sinn, dass du dann nach Terrain nicht dabei sind, die von der Gemeinde verpacht gehen. Dass du eine extra Motivation dafür können das vielleicht mal gewollt gehen. Ja. Also den Tableau betrifft lo just die wir an Dossier gelöst haben mit den nächsten Erklärungen, die wo noch nicht am Tableau stehen. Da sind eben Verhandlungen noch am Gange, wenn ich von der Verhandlungen kann schwätzen. Wie das man das brauchen für den Audit, wo wir die Heilo kommen, auch bei den anderen werden wir an nur Zukunft nach Kontrakten noch bringen. Also da könnt noch etwas nur. Das heißt, so just Modell, die so bereit waren zu schreiben und das Dokument auch umgehen. Okay, merci. Für tun hat ein Leute gesucht für den notariellen Tausch, kann sinn, dass selbst dummer dazu dienen wird. Ja, also tut man dann nicht direkt ab zu denen, das sind auch Optionen, aber so weit sind wir noch gar nicht. Also da, wo wir wollen virtuellen und notariellen Tausch machen, du hast noch nicht fixiert, das ist noch alles zu machen. Mit die Möglichkeiten bestehen, aber wahrscheinlich kommen wir auf so Fälle raus. Aber im Moment hast du nicht konkret und hast du noch nicht gesagt, da kann man tauschen, das gegen das, die Parzelle gegen die Parzelle, also so weit sind wir an diesem Assistent noch nicht. Ich meine, das bist noch wie die Loik gesagt hat, das ist ein bisschen ein Pilotprojekt, den man da lancieren, für das zu proposieren, wo da noch Diskussionen am Gang sind, wo wir meinen, dass das eine gute Initiative wäre, für das im Kader von Naturschutz umzusetzen, wo man natürlich auch ein bisschen darüber gewiesen ist, für das man am Naturpark gerecht kriegt, für das Ministerium des Klima. Das auch unerkennen, ich meine, da sind noch ein ganz viele Bauern, die bereit sind, für die TV zu gehen, aber das ist ein bisschen das noch zu validieren. Auf der einen Seite von der staatlichen Instanzen und auf der anderen Seite von noch mit den konzernierten Leuten. Hat ja noch eine Komplexität dabei, wenn man dann nur einen notariellen Tausch machen, dann geht es ja um Valeuren. Ne? Und das geht dann eine ganz andere Negoziation, Jam-Vorschrift. Ja, ich meine, wenn ihr die Kontrakten so guckt, dann meine ich, dass die so gemacht gesehen, dass keine Augmentation kommt von denen, wie wir drauf wären. Das ist richtig so. Das ist einfach, ob schon alles mit eingehen, dass die Kontrakte heiler sind zu den Preisen, wie sie
schon in langen Jahre sind. Absolut. Wir sehen auch als Gemeinde, da kommen wir den Bauern noch entgegen. Auch noch, wenn wir die Monton gingen, noch nach Dürbel machen, dann müsste das am Gesamtmonton noch keinen Unterschied. Und ich meine, dass dafür auch nicht, dass es auch keinen Sinn möchte, da uns ich bin so froh, dass die Fläche von der Bauern bewirtschaftet gehen, und das läuft gut so. Die einzige Ausnahme, die wir gemacht haben, das zu übersehen, Rotert, weil wir ja da vielleicht ein Projekt holen und vielleicht zu einer Umklassierung kommen von dem Terra, den wir dann selber benutzen werden, und dafür haben wir da am Kontrakt einen Euro für gesehen. Schon zuerst in Speerfrot Genfert, das war den 142 Euro Rotert, durch steht kein Preis dran, das dafür den Zweck, was du gerade gesagt hast. Bon, merci. Voilà, sind nur Nachfragen. Wenn wir keine Fragen mehr haben, dann können wir darüber aufstimmen. Sauber Jules. Mam Jusinger Progression, ja. 63. Ja. 30 Paul. Die gerade übersprungen, merci. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Frau Jeremy Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Und ich auch. Also merci, Loïc. Dir denke, merci. Und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Checklist am Kader von der Neuartigkeit von unseren PHP am Nouveau Quartier. Ich meine, da hat man eine Arbeitssitzung drüber gemacht. Wir wollen aber noch ein das Prinzip erklären. Dafür begrüßen ich den Yves Mischer, also ein Klimapaktbüro, den uns das präsentiert. Auch für die Leute da draußen an der Publik, dass sie wissen, über was wir hier aufstimmen. Guten Morgen. Ich bin heute eben da für Checklist PHP vorzustellen. Verschiedene von Ihnen sind vielleicht noch nicht ganz unbekannt, verschiedene von Ihnen haben Sie vielleicht schon gesehen. Geht effektiv ein bisschen darum, wenn ihr einen neuen PHP NQ entwickelt, dass den direkt ein bisschen Prioritäten von der Gemeinde erkennt, dass den einen Kurzlichter sich wird, die der Wartung respektiv, was die Gemeinde will oder nur promovieren, direkt auf einem Platz zu summen hat. Für uns zu fangen, wollte ich ein bisschen darüber sprechen, wie wir vorgegangen sind. Das ist nämlich ein Prozess gewesen, wo sie ganz viele Akteure konzerniert. Ganz viel, was schon existiert. Du willst, gehen wir dem Moment natürlich auch BW, wo wir gucken, keine Bestöbel zu machen. Ich habe mir geguckt, was geht am Klimapakt gefragt, was geht am Naturpakt gefragt, was ist schon am PRG, was ist schon am PHP-EQ, was ist am PHP-NQ, was ist am Bautereglement, was ist noch die Erfahrung von der Gemeinde. Das heißt, du waren all die Sachen, wo man guckt, was existiert, die hat schon. Geht ja heute darum, nicht darum, eine Notiz zu machen, die etwas verdöbelt, geht darum, eine Notiz zu machen, die ein bisschen die Löcher stoppt, die es haut gehen. Danach haben wir dann auf Basis von denen Mangtumen, die wir erkannt haben, Strategien an anderen Themen entwickelt. Und mit dem Schafferrat haben wir auch drüber geguckt, ob wir Sachen zurückgehalten, ein bisschen noch resümiert, wie das mal nicht die Leute mit einer Welle übergehen, mit neuen Kriterien. Wir hatten eine Arbeitssitzung mit der Kommission gehalten, an Haut sind wir dann am Gemeinderat für drüber zu gucken. Für ein bisschen den Kontext zu gucken, wir können heute das PHP-Checklist mit dem Bruder, also mit mir, dem Klimapaktbüro, mit dem Naturpaktbüro, der jetzt für mir drüber war, dem Paktlogementbüro, und natürlich auch die Leute aus der Gemeinde, die wirklich all Tag mit diesem Dossier schaffen, Entwurf. Und ich wollte noch eine ganz klar sagen, dass ein PHP-Checklist eben auch klaren Teil von einer Maßnahme vom Naturpakt und vom Klimapakt ist. Und da kouvrieren wir dann direkt 2 Punkte mit einer Aktion. Leitbild 32 von der Gemeinde. Das ist natürlich auch ein Ziel von dieser Checklist, die zu attackieren, ein bisschen die Sujets zu gehen. Heute sieht jeder nicht Leitbild kennt, dem kommen die alten Ziele wahrscheinlich gut bekannt für. Das geht ein bisschen darum, menschliche Gesundheit, dann auch Gesundheit von der Umwelt zu promovieren, sozial-ökonomische Entwicklung zu promovieren, erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Biodiversität, Wasserkreislauf, Klimaanpassung, annual bauen. Das heißt, mit dieser Checklist haben wir schon probiert, und all die relevanten Punkte aus dem Leitbild zu gehen und dann das direkt auch zu kouvrieren. Wie die PHP-Checklist soll genutzt gehen, am Prinzip ist es ganz einfach. Sie soll von der Basis her einfach ausgefüllt gehen vom Promoteur oder wen auch immer PHP-NQ möchte. Und dann soll sie der Demand für die Gemeinderat einfach beigefügt gehen. Was bringt das dann im Prinzip? Die Checklist als direkt den Impulsgeber
für den PRP enkümmecht. Wie seid direkt was sind Priorität von der Gemeinde, op wat kann ich mich konzentrieren für mich so gut wie mich anzufügen. Auch für die Gemeinde oder auch ganz klar dem Moment wo der Mond krit, wissen direkt hey, da sind die Info die ich brauche, so sind die Kriterien umgesagt gehen oder eben noch nicht. Weil ganz wichtig ist als die Checklist hey, das nicht was alles muss gemacht gehen, das ein Impulsgeber. Das heißt, dem Moment, wann es nicht gemacht wird nicht gemacht, mit der steht natürlich auch auf der Liste, gouf nicht gemacht. Mit die, dann haben wir winst die Infos drüber, da ist dann eben dem Moment auch eine Diskussionsgrundlage für die Gemeinde oder für den Moment doch mal Promoteur zu schwätzen. Und dann ist das natürlich eine wichtige Information für die Gemeinde oder für die Decision. Ich denke, wird Strategien zu gehen. Da sind der 8 und der 12, wir noch 26 andere Strategien geguckt. Die erste ist die Biodiversität. Da haben wir erstens großkronisch Bäume, die sollen ugelöscht gehen, war Bäume ugelöscht gehen, das ist gut für die Beschattung. Natürlich allgemein Bäume sind noch immer schön, da ist das auch immer gut. Aber Wander soll natürlich auch direkt mit dem Klimaanpassungskonzept von Schritte Hand an Hand gehen. Dann hat er direkt auch 2 Mecken mit geschlagen. Dann, wenn die Verkehrsinsel mischt, sollen die mindestens Größe tun, aber gering sein. Ich meine, das schenkt eigentlich auch logisch, dass wenn er mischt, soll er doch richtig machen. Flachdächer, auch Carporten, die sollen am Prinzip begrenzt sein. Das ist auch ganz gut für die Versicherung von Starkrehen, von Wasser, was eventuell fortlebt. Also Begringung generell als ein großes Ziel von dem Klimaanpassungskonzept, das die Stadt soll man promovieren. Fassadebegringung ähnlich, aber du soll man die echt just privilegieren, wenn es machbar ist, weil das Erwerb zwar technisch ein bisschen schwer, sondern immer möglich ist. Bepflanzungskonzept, Geringflächeplanung, das heißt, wenn in PRP möchte, soll ich noch gucken, wie begringt die Stadt, wie begringt ist doch richtig. Je nachdem, wie groß die PRP ist, kann ich dann einfach gucken, was pflanzen ist. Oder wenn die große PRP ist, wirklich eine richtige Planung, ein richtiges Konzept erstellen, für zu gucken, wie können wir das promovieren. Stützer Schallschutzbau bis eben Meter am Prinzip wurde gebundene Pflanzen, Drischebauweis an mit an der Region 4 kommende Stein, so etwas, was ziemlich logisch kann erscheinen. An letzter Punkt an der Biodiversität, das den einheimisch Obst, also einheimisch Bäume sich benutzt, auch noch Hecken, das war mein Sujet, der gerade am Punkt 4 drunter war, das ist auch ganz wichtig. Was auch wichtig ist zu nennen für all die Punkte in der Biodiversität. Also das CIAS ja hat sich bereit gestaltet, 4 Saisonen hey, wenn ihr selbst braucht, sind wir da, wir haben noch Listen, wo das alles drauf steht. Und dann ist das ganz praktisch. Ich meine, das ist der große Luxus, den wir in dieser Region haben. Dann die zweite Strategie, das sind Gewässer. Boah. Hier muss man natürlich so, dass das ein Fall ist, dass das wichtig ist, wann es wichtig ist, das sind dann alle PRP pertinent. Wenn ein Gewässer da ist, soll ich natürlich gucken, diese Natur noch wie es geht zu gestalten, an bestehenden Fließ- als Stillgewässer natürlich dem Moment auch anzubauen, an vermeidlich zu renaturieren. Das ist natürlich auch ein Ziel, was am Klimaanpassungskonzept von Schütter schon zurückbehalten wird. Strategie 3, Energiepositiv planen. Da ist auch ein Kriterium, den auch ganz stark davon abhängt, wie groß die PRP ist. Da haben wir festgehalten, dass wenn ein PRP wirklich kleiner ist, in 1 Hektar, sollen ein neues Energiesystem angeplant gehen, für ein kleines exemplarisches Beispiel trotzdem dran zu haben. Beim großen PRP kann ich natürlich ein gut Stück mehr weit gehen, also hey, wir probieren Energiepositivität zu erreichen, wir entwickeln ein Konzept rundherum und dann bauen wir das wirklich richtig schön ab. Strategie 4, das Kreislaufwirtschaft, respektive Prinzipien von der Kreislaufwirtschaft mit abplanen. Da geht es darum, einerseits öffentlich gemeinschaftlich Räume zu kreieren, natürlich Leute, Räume, wo sich Leute wollen abhalten, wo die Leute Spaß haben, an die Leute auch mal nicht delen, wo sie sich auch mal können mit denen treffen. Sharingflaschen abplanen, das heißt, da geht ein bisschen darum zu gucken, dass Leute Platz haben, wo sie können zum Beispiel Outillage delen, wo sie können Sachen erstellen, zum Beispiel Shop. Geschirrshop ist ein perfektes Beispiel, weil eine Karte hat, braucht nicht unbedingt seine Mainmaschine, kann, muss nicht. Aber dann hat er nämlich eine Flasche, wo er die kann erstellen und noch teilen. Selber geht bis zum nächsten Punkt. Da geht es darum, Aufstellfläche für Ressourcensammlung, 40 gesehen mit individueller Gewichtsmessung. Das ist einerseits von der Loi des Chefs 4 gesehen, andererseits natürlich auch an dem System Taxation von der Gemeinde neidisch. Da geht es natürlich ein größtes Sujet, die Residenzen, da den bekannt, bei denen, was sie all einzelne Pubellen haben, die auch individuell fakturieren, dem Gesetz noch, also dem Reglement noch von der Gemeinde.
Dann haben wir do den 4. Punkt, das Erdaushub. Da ist ein Punkt, den schon ein bisschen lang bekannt, dass du gehst. Also ich habe der Strom nicht Erd, von den irgendwo Erd raushält, das über 10 an hunderte von Kilometern muss transportieren. Du gehst dann drin Stroms, der den, von den Erd den voraushält, das ziemlich lokal benutzen kann, respektive der eine Überlegung hat, das zu minimieren. Dann der 5. Punkt, Materialauswahl, Bausysteme sollen auch zirkulär sein. Geht nämlich Strom der sich, das wollen wir Apps bauen, das soll doch nachhaltig sein und das soll doch an enger Regionen nach einerseits nicht so viel kosten, andererseits auch keine zu großen oder zu negativen Umweltimpact haben. Dann nächster Punkt, Klimaanpassung. Da geht das Stromsmündig, also die Gemeinde Schütter hat ein Klimaanpassungskonzept entwickelt. Im Prinzip geht es darum, zu gucken, hey, was da rauskommt und wie respektieren wir das an diesem PHP. Zum Beispiel sind da Frischluftschneisen erkannt gehen, die Gebäude sollen natürlich unter EU passen, für das die Frischluft trotzdem noch frei zirkulieren kann. Das Flaschen, zum Beispiel so gemeinschaftliche Flaschen, die man in der Kreislaufwirtschaft gesehen haben, dass eine Flasche mehr Funktionen hat, dass zum Beispiel ein Parkplatz und nicht nur ein Parkplatz ist, der auch Wasser kann versickern, wenn kein Auto drauf steht. Von einem Spielplatz da ist und rennt, da spielt kein Kanner drauf, aber da kann aber dem Moment Wasser drauf versickern, wenn ein stark rein ist. Also so kann dann eine Flasche mehr Funktionen haben. Auflassstrategie, Notwasserwehr, wo wir haben ja gesehen, dass immer mehr oft stark kriegen. Der Prävision nur geht auch immer mehr frequent. Das heißt, da geht natürlich darum, vor mehr PHP hin. Wie gehen wir das Wasser los, wenn es wirklich regnet, wenn es wirklich schlimm ist. Dann hat es natürlich auch ein Problem, das vielleicht so kann vorkommen. Wenn Begringung nicht möglich ist, da kann ich natürlich auch auf hell reflektierende Oberflächen zurückgreifen. Dann hört sich die Karte auch nicht so sehr ab. Lichtverschmutzung, das geht Leute ein bisschen schwer aus. Aber im Prinzip ist es ganz einfach. Das hier wird nämlich ein Guide rausbringen und Schütte hat natürlich auch eine Lichtplanung gemacht, wo genau drauf steht, ob was denn da muss aufpassen. Natürlich geht ein bisschen darum zu gucken, für die öffentliche Belichtung erstens energieeffizient zu halten, zweitens, dass es natürlich auch deren an Insekten freundlich ist. Und da gehen die Standards, da kann ich eine gute Beratung machen. Da muss ich das just das von Anfang an abplanen. Und dann muss ich das noch nicht mehr umrüsten. Dann Mobilität. Da geht es darum, dass wenn wir Fuß- und Velosphäre haben, dass wir die auch schön attraktiv, breit, aber schön machen. Wenn wir Parking haben, dass wir einerseits echt so hey, wir gucken, dass wir Mobilitätsstacks für gesehen am Platz Einzelparkplätze, die ganz viel Terrain brauchen, den man können wir mehr effizient schaffen. Und dass natürlich auch die Räume für jeden zugänglich sind. Das heißt, dass aus dem Moment natürlich per Meer, die du konzerniert sind, natürlich auch Veloen, Fußgänger, Auto und Busse. Die jeder soll sich Zugang zu den Plätzen haben. Dann der letzte Punkt, Wasserzyklen. Wo du es dann sich ganz einfach, du gehst darum, Rehwasser zu kollektieren. Das ist eine Lösung, die ein bisschen leicht umsetzbar ist. Du hast immer gesagt, hey, von dort vorgeschrieben hat, so da ist Bescheid, von nicht, dann man einfach nee. Grauwasser, selbst was noch ziemlich neu ist, du hast immer dabei gesagt, dass das soll analysieren, ob es möglich ist an dem bestimmten Projekt, aber wenn es möglich ist, soll ich gucken, wie das umsetzbar ist, und noch viel warten natürlich. Voilà, damit will ich zum Schluss auch kommen. Weil du noch froh sind, gern. Sind frohen unter dem Tisch. Der Chef. Ja, da ist so eine ganze Bagage von Sachen, was uns erzählt hat. Wir sind weniger am Bild, weil wir schon die zweite oder die dritte Jahr drüber schwatzen, das ist immer wichtig. Ich will ganz klar sagen, was du zu begrüßen hast, dass da Leute Rekommendationen sind. Das heißt, das ist nicht, also das darf dann nicht, das darf dann nicht, das darf dann nicht. Das Rekommendationen, das gibt dann Entrepreneur und Promoteuren, die kriegen das mitgedeelt, das kommt zurück an den Gemengerat, an den Chefrat, an den Gemengerat, und da wird geguckt, was für Sachen sind notwendig für zu machen, was für Sachen nicht. Und ich meine, da kriegt ihr ein Resultat, wenn ihr auf diesem Weg so weitergeht, und nicht einfach seht, da darf dann nicht, da darf doch nicht, hier ist der richtige Weg. Ja, also die Idee aus mir stimmen dat dann haut auf und dann auch die PHP, die schon ausgeschafft sind und die aber noch nicht an der Prozedur sind, froh man dann, dass das ausgefüllt geht, also das wird nie gesucht, echt zu holen Incentive.
das aber auch für Reislo mal Retour für zu gucken, wo sind wir mal diese PHP drin. Sind wir schon auf einem gewissen Niveau, eine gewisse Qualität oder hast du noch Spielraum? Das ist mal ein Retour, Erfahrungswerte und dann irgendwann in Zukunft, also dass du noch gesagt hast, ich meine, an der Diskussion, die wir hatten, das geht ja alles da viel mit da. Nee, es geht mir nur haltig, du kannst noch da noch segem Klier als Promoteur segem Klier ein interessante Projekt ubieden, interessant Häuser ubieden, Energie plus Häuser ubieden. Du gëtt dann noch also den Invest, den nächsten Invest das Fleisch mir heich, mit Dono, wann ihr dat da lang fristig guckt, kann ihr Energiekächte senken. Nohaltegkeet nohalte schaffe, wat dann awer och finanzielle positiven Impact huet. Echt wenn gewett man da muss dazu kommen an Konsequenzen aus dem zeien wat man dann lo gewur gin der Checklecht an der so mir sinn schon gut oder mir sinn net gut genug an da will man do eng Schëpp no leen an du muss man dann rivalieren op iwwer de wéi we dat soll goen. Eng einfach Idee just zu so in se Stadt kennt firstellen da se ab von den Punkten bis wie beim Green Event muss da soviel erfüllt sinn dann hast du guten PHP wann dat net da gucken mal gut net dat wäre als Zafle bis einfach gemacht weil da bleibe vielleicht ganz wichtig Sachen bleibe eine Verge an Verkeiersinsel wo 4 Meter carré der fan dabei 20 am PHP dran ich we net also du hast nach enke Zivalee wie man die Sarogin da das dann aber net fir haut das dann nicht dafür an Main oder mal gucken wie man auf kommen ich mein, muss de Erfahrungswert fir mal sammeln an da kann doch als Konklusion zeien noch Schrift. Ja, also mir begressen natürlich auch als echte Schritt, dass tut eine ganz flott Initiativ an zum Mols eben weil Rekommandationen sind, weil verschiedene Sachen vielleicht auch direkt kann umsetzen. Und nicht direkt bewusst war, noch nicht unbedingt die etwas kostet, wenn ich guckt, wie ein Haus kann setzen und so weiter, an Lichtverschmutzung, also Sachen, die sind selbstverständlich. Also der Schritt ist natürlich schon ganz gut und ich fand doch gut, dass da mit der Idee spielt, dass man nur vielleicht ein bisschen weiter aber gehen, auf verschiedene Sachen eben verlangen. Merci. Ja, das kann ich dann, merci auch. Das ist kein Frau Maipol. Ja, froh just ich meine net ganz gut no an ganz alles geschafft, dass du an verschiedene Sprachen an auch weißt, ne informativ op den Internet sieht oder das du findst oder gëtt just dann net veröffentlicht just op punktuell wo du gefrot also wo 4 könnte gesagt das der Promoteur oder den den schon kann Fer schon gedanken über. Ja, also schmengen mir as so üblich bei dass man immer Übersetzungen machen für die Leute soweit wie möglich zu helfen binden das natürlich immer dat man aufstimmen wann da nur eine Diskussion geht über de Vokabulär oder dann hast dat den Text den mehr aufstimmen die binden das können aber selbstverständlich auch Übersetzungen zur Verfügung stellen ja, dann als Spruch also gut, wenn dann noch keine frohe mi sind, dann könnt man über den Punkt aufstimmen, das ist aber Jules. Mam Jules in der Prokuration, ja. Dein Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Merci. Und da gebe ich dir mir auch schon merci so für die Präsentation und dann einer Kirscheiden Novent. Da gehen wir zum nächsten Punkt, de wie für Vehikül Elektrik. Du hast so mir jo Elektromobilitätskonzept wir darauf gesehen, wo wir Gefähre mal weniger ersetzen. An 2024 also Nummer 4 gesehen, die Kabinett, die für die Conciergerie lebt, durch ein umweltfreundliche kleinen Elektroauto zu ersetzen, weil so auch ganz viel nicht mehr klein Traje fuhren an bon, die Idee ist für so ein kleines Kabinett mit einer kleinen Ladefläche, dass ich nachher mal Postil kann transportieren und so weiter zu kaufen. Am elektrischen, die hat gesehen, am Devis auch viel gesehen, Beschriftung an der Pneuen, an die Luft, die drauf könnten, GPS-Tracking, geht immer am Devis vergisst und dafür geht dann aber dann nur beim Dekontenteur, dafür haben wir das Heimat 4 gesehen. Und dann soll auch der Ford K ersat gehen. Da soll so, wir wollen den Video stimmen, dass nach kein Auto kauft. Wir sind aber auch der Meinung, dass Fleischpreise Lohner raufgehen. Also wir wollen als Lohner ein bisschen Sput gehen, wenn wir was kaufen. Wir haben uns schon ein bisschen dafür interessiert. Das sind entre-temps auch Occasionen im Marché, die nicht
die gute Preis hun mat ganz wenig Kilometern, also kann noch sinn, dass den Occasion gëtt. Fir Momentum als nach fir neich entscheet nach kein Kommand rausgin an wollten lo de wie stimmen, dats man dat noch dir vermechen. Sind du zu frohen. Serge? Das ist eng froh dazu froh an sech hu ech gedanke gemerk, wder mat den andere Geféer mat ginn déi Entreprise oder ginn se fir vun de Service nach benutzt. Nee, also et kann man net die soll Euroof kommen der Gedenk vun den Weißen, die Eels deget dann aufgestost, da die verkaufen man dann dats man do och mal bëssen méi ëmweltfreundlich erwe sinn an den Fortka gëtt net gët doch verkauf. Also wann Entreprise geht méi wie gesot wann du den Garagist an eng Occasion ass dann dat muss man gucken, man dat wie immer der froh dat Leiit den Preis können aufgin an der gëtt versteht. Das nach frohen kein froh wie sinn da ging iwwer D-Punkt aufstimmen sauber Jules. Mam Jusinger Progressioun ja. Trein Serge. Ja. Treisen Pol. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Merci. Da kommen wir zum Punkt 3. Urbanismus an Infrastrukturen. Du hast den nächsten Punkt eng Overänderung vom PHP Sentier de l'Église. Da ist eine ganz kleine Veränderung, aber wir haben noch schon da eigentlich eine Autorisation herausgegeben. Wir wollen aber konform sind noch mit der Reglementation. Du hast demnächst bei dem PHP dran geschrieben, gehen, du dürft kein Photovoltaik auf die Dächer kommen. Für was kann ich eigentlich auch nicht mehr genau so nicht mengen, dass es aus optischen Gründen war, weil das ja einfach eine edle Bausubstanz ist und das in dem vielleicht gemengt wird. Dann ist eine Photovoltaik nicht so immer Entscheidung da. Ich meine, heute sind wir da anderer Meinung, heute wissen wir das besser, und weil wir Energie können produzieren, mit Sonnenenergie eben, wollen wir das machen. Und mit dem Projekt wollen die Leute auch doch machen, sodass wir das wollen aus dem PHP da rausstreichen. Dann ist die Baugenehmigung konform mit dem PHP. Sind du froh, Serge? Ja, ich meine, ich meine, nach Gebäude doch immer die protegiert sind. Ich meine, das ja so von denen, die am Sektor protegiert sind. Ist das dann nicht sinnvoll für das Lo für sämtlich Mopo oder für sämtlich PHP zu machen, wo so Infrastrukturen sind, die protegiert sind? Das ist das alles an enger Kehr gemacht, anstatt für Lo bei Alkies für Leitfälle mit einer Photovoltaik kommen, dann kannst du mal dran die Gemeinde rot. Die Mengen just gut, aber wie das da war Modifikation punktuellen sind, die auf der PHP muss das für alle PHP muss du eine Prozedur machen, dann das ist aber mal da bis von dann Erkästigen verbunden, vielleicht bon, wir müssten das dann noch gucken, was wir in das all sind, aber solange du kein Demand hast, wir können aber einen Check machen, ob man der da fällt nach hun, und dann kann ich noch Connaissance de Cause so eine Decision holen. Merci auf jeden Fall für Ihre Marke. Sonst nachfroen keng méi. Iwwer D-Punkt aufstimmen sauber Jules. Mam Jusinger Progressioun ja. Trein Serge. Ja. Treisen Pol. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Merci. Voilà, dann haben wir ein Projekt an der Rue de Bayern, 54 Rue de Bayern, wo lo ein Einzelhaustung an da soll ein Bauprojekt kommen. Der war auch schon unter der Baukommission, den ist konform zum Reglement, also Baureglement. Und da soll nicht ein Haus gebaut gehen, da sollen zwei Häuser gebaut gehen, und da soll dann noch die eine Seite, wo die Giervel Polamol steht, soll auch gebaut gehen. Das ist ein bisschen der Kontext. Und für den Projekt können zu realisieren, muss dann den Terrain morcelliert gehen. Und das ist dem Morcellement, wo man dann halt den Ofen sollen dezidieren. Willst du etwas zu weisen?
dat Haus und dat gëtt dann op der linkser Seite gëtt de Pro gebaut. Ich mein dat gesagt den lo op den Doskizze net. Ja, du gesagt net. Voilà. Und dafür mussten also net fir zubauen, méi fir de Projekt zu machen mat 2 Häuser muss man dann den Terra morcelléieren. Also schon de Kontext erklärt méi das also onofhängige Stufen vom Kontext. Wir waren awer dolo froh sinn, weil ich auch kein Problem op ze einfach de Serschwort gift. Ja, das ist Vogel kein Frau, das ist eine Umwirkung. Ich meine, das ist ja konform zum Baureglement, wie es für Druck gesagt ist. Aber ich meine, wenn immer etwas direkt durchgebaut wird, das ist immer ein bisschen mehr delikat. Also da soll er wirklich auch dafür gesorgt gehen, dass der Opa kein Schuhe dreht. Das sind die einzig Sorge, die bei so etwas kann holen. Ich meine, es wird ja noch mehr so Fälle kommen an den nächsten Jahren. Ja, also ich meine den Opera informiert den Bauherr huet auch ein Etat de lieu gelos vu engem Büro fir Wander no schiet ging entstoen das Lohn eng Diskussion so wie de Projekt lo an der Bautekommission war an eigentlich gut dass wir autorisiert ze gin also das ein Haus wat Häuser ge wie dat wat aktuell wo gebaut gëtt wie dat hicht du geht noch handen raus gëtt dann awer steckt mir Dave gebaut no Baureglement méi dat der sauer fir Leiit wie soll ich so bëssen nodelech well se der Manner sonn kreen 1000 ami héich sie kennt non ami héich bauen zu net gemerk an mir hunn enke Rendevous mat Leiit o giwe eng ennner méiggkeet gi fir dat ze fir dat enke mat Leiit ze diskutieren ob dawer op TV geht kann schauten ofent net so man probieren den erfor denke zu machen fir do dann awer auch Einverständnis mat die Verengem zu gucken dass am den Nodel den entsteht durch manner Lucht han dem Haus op der Terras fir den Oper dass dat dann be relativiert gëtt du kein froh mit die sinn da können man iwwer de Punkt aufstimmen sauber Jules Mam Julesinger Progression ja. Tein Serge ja. Taisen Pol Ja. Welch Nico Ja. Altmann Jean-Marie Ja. Eicher Serge Ja. Rogerini Nora Ja. Kaufmann Jump Ja. Kaiser Andy Ja. Nagel Anne-Marie Ja. Anne Joch merci. Voilà, an dann nummer nach de Kompromis de Session von Münzbach, dat klingt groß met ass awer nëmmen Trott war de noch do am Kader vun engem Morsalment wo man dé gefrot hun, dats den ofgetrödege, dat war immer so fir gesinn, war just noch nie so gemerk an net Leiit hun noch ënner schriwen ass in der Kor, dats den Trott war dann hun Gemeng ugeet dann voilà, war Publikers fir de Fausgänger. Ich meine die Kennsituation weiß enke als dann zu schneicht das just das Kompromis gemerk an Proprietät vom Trottoir der wieselt sind du zu frohen eng froh da gibt Motorwurfstimmen sauber Jules Mam Julesinger Progression ja. Tein Serge Ja. Taisen Pol Ja. Welch Nico Ja. Altmann Jean-Marie Ja. Eicher Serge Ja. Rogerini Nora Ja. Kaufmann Jump Ja. Kaiser Andy Ja. Nagel Anne-Marie Anne Ja. Joch. Merci. Aber gehen wir zum 5. Punkt, Struktur d'accueil, und das wäre dann Andy. Logement abordable, pardon, Punkt 4, sorry, das ist das Serge. Merci, voilà. Hier geht es dann um 4 Kontrakt dabei mit Lokatieren, wo man erschrieben hun müssten aufstimmen für die Kontextdenke, das wie ich schon erklärt hat, dass das neue Gesetz vom 7. August 2023 über das Logement abordable den lo applikabel ist und du also am Punkt 4 gesehen oder das war schon immer 4 gesehen, dass in all Jahr Missdenker Dokumente neu aufrufen von den Lokatieren, die an dem Logement abordable sind,
fir dat Di hier Peizelen an hier Dokumente hier finanziell Dokumente areche, fir dat de Loie kenint immer nei gerechen ginn an, dat lo an dem neue Gesetz eben enker och rappeliert ginn an dats eben noch den vermülde Kalkül fir de Loie liicht ugepasst ginn, so dat eng einer Dingen ass du gët prädefinierten Template vun dem Ministerien zur Verfügung stalket, wo dat gemerket. Dat hicht mir hunn dun alle Götten als Wuningen, die 17 Wuningen, die man aktuell hunn, alle Götten, die Lokatären ugeschrieben, fir dat ze hier Dokumenter gefen neue Harrechen, dat man zu summe mat der RS-Gemeinde, die als Prestatär sind, die als Doranner unterstützen, an den Hund an als Sekretariat an RS zu summen, all die Loie vun all denen Lokatären neu gerächend, an den ass du bei rauskommt, dat am Fong bei Feier von denen Logementer den Loyer geif Rof goen. Und dann bei all den anderen Logementer geft Loyer am Fong opgoen, du sind deels ganz stark Progressionen dran. Ich meine, du sie verschiedene Loyer, die bei über 1.000 Euro opgehen. Das ist eben so mit der Formel, die für viele sind, als für mich ist ja die Logement so viel gesehen, dass man den mehr verdenkt oder mehr schafft oder wenn die Revenu mehr groß sind, dass dann dementsprechend die Loyer mehr groß geht und dann die Leute dann irgendwann einkommen müssen auf den normalen Marché wechseln oder wollen auf den normalen Marché wechseln, weil das dann mehr interessant ist wie das und dass die Wohnungen da mehr freigeben für die sozial schwachen Leute. Du hast so viel gesehen laut dem Gesetz, dass die Leute, die die Loyer gehecht kriegen, op den 1. Mai ist dann immer gedurcht, für das zu rechnen, die kriegen an dem 1. Jahr, wo das Gesetz in Kraft tritt, also in diesem Jahr, kriegen sie keine Loyerserhechung. Das heißt, wir haben die Leute informiert, dass sie am Anfang eine neue Loyer müssten bezahlen, mit denen sie auch das Jahr noch nicht müssen bezahlen. Du hast so vom Gesetz vorgesehen, dass sie dann nächstes Jahr müssen Talschen von der Progression bezahlen und dann 2 Jahre dann der gesamte Monat von dem neuen Loyer, die in dem Moment applikabel wäre. Das heißt, bei denen 13 Lokatären haben wir am Anfang denen Leute ein Kurier gemacht, wo wir sie informiert haben, was den aktuellen neue Loyer wäre, aber die Konditionen wären. Da gab es doch ein Fisch vom Ministerium des Logements, die dabei gelöscht haben, die so auch mitgeschickt haben. Aber du hast am Anfang keine Änderung geschieht am Loyer, weil sie bei dem alten Loyer bleiben und du fährst doch doof, bei denen Leute auch kein neues Kontrakt dabei gemacht haben. Bei denen 4 Logementer, wo dann eng Best vom Loyer festgestellt gouf, du hast dann noch 4 gesehen, dass das Ministerium sieht, dann, wenn eng Best macht, dann adaptiert doch den Kontrakt, den mit den Leuten tun, ob den neue Modell, den vom Ministerium am Anfang als Kontrakttyp ausgeschafft gouf. Das heißt, dafür haben wir heute am Anfang Ordre du Jour 4 neue Kontrakte, das sind am Anfang dann die 4 Kontrakte von den Lokatären, wo der Loyer raufgeht, wo man dann auch den Modell geholt haben, wie man auch schon am letzten Gemeinderat für das Appartement oder das Studio vis-à-vis appliziert, wo den überholt gouf und dann der Loyer angepasst gouf. Voilà, ich meine, den Kontrakt am Dossier gesehen. Da ist enke für das Haus auf der Stadt an der Straße gewesen, enke für das Haus an der Rue de la Montagne, enke für ein Appartement hier auf der Hauptstraße und von den Appartementen an der Residenz 50 plus da unten zu schütten. Voilà. Ich weiß nicht, ob da so frohen Hut zu den Kontrakten. Ja, sind frohen, ne? Da schauen wir da. Du warst schon fertig für uns, stimmt? Okay. Gut, dann machen wir das doch dann das aber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Heinz Serge. Ja. Heisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Jeremy Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Merci Serge und dann als das Kilo Mandy von Stift. Merci Claude. Beim Punkt 5 du geht dann um die Konventionen vom Alio präsentiert gehen. Du geht dann das erste Mal die Konvention tripartite am Staat für als Enfant non scolarisé, also als Crèche. Aber bei der Crèche ist es so, dass die Gemeinde Demos gebaut wird ohne Subventionen vom Staat. Das heißt, so wie doch am Artikel 4 von dieser Konvention steht, bezahlt die Gemeinde nicht, mit dem Staat überhält 100% von den Funktionskosten. Für das Jahr belaufen sich Kosten auf 1.451.840 Euro. Und da vielleicht noch ein paar Informationen zu der Crèche. Wir haben aktuell eine Kapazität, also wir haben eine Kapazität von 50 Kanner maximal an der Crèche laut unserem Agreement. Und du hast dann so, dass man normalerweise eine Warteliste von zwischen 20 und 30 Kanner. Aktuell ist eine Warteliste von 25 Kanner da, wovon der Lo aber 18 am Hirsch einen Platz wird kriegen.
Für den Sommer 2025 stehen auch schon 4 Kanner auf der Wade löscht zusätzlich zu denen 7, die lo nach muss warten. Du hast dann noch aber auch oft so, dass Kanner auf der Wade löscht sind, die nach guten Geburt sind. Wir gehen den Älteren noch do immer auf den Weg für sich aber an 2 bis 3 Krechen anzuschreiben, für dann auch sich einen Platz können zu kreieren, weil wir können sie nicht immer alle Guten holen. Natürlich ist es Krech attraktiv, zumal für Eltern, die schon Kanner an der Schule haben, weil sie dann nicht müssen auf verschiedene Plätzen hin und her laufen oder fahren. Aber wie gesagt, die Kosten belaufen sich auf 1.451.848 € und gehen integral vom Staat überholt. Wenn du noch vor wären. Noch zu dem Punkt kein Frohen, da können wir direkt aufstimmen. Sauber Jules, Mam Schulzinger Progression, ja. Tein Serge, Ja. Tyson Paul, Ja. Welch Nico, Ja. Hartmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Jupp. Bogerini Nora, Ja. Kaufmann Jam, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Anne Joch. Merci. Dann wollen wir gleich führen. Ja, merci. Da kommen wir noch bei der Konvention tripartit für die Maison Relais. Du hast so, dass die Gebäude vom Staat subventioniert gesehen, so dass der Staat da nicht 75% von den Funktionamenskosten überhält. Die Gemeinde muss also da ein Viertel von den Kosten selber drohen. Heute sehen wir, dass der Gesamtmonat sich auf 3.556.870 € belebt, wovon aber dann 2.667.652 € vom Staat überholt gehen an die restlich 889.218 von der Gemeinde. Dat de Monter so geklommen ass am Verglach mam Joer fir run oder mam Lächt Joer ass hauptsächlich bedingt durch den Supplement Stunden, wo Kanner an der Mesolé ageschriwe sinn, anzwa rund 7.000 Stunden sind do Mailo 4 gesinn am Verglach zum Lächte Joer. Das zusätzliche Stunden mussssen dann natürlich auch enkadréiert gin, an ha gesinnmmer dann dass d'Enkadrementsstunden 35% klammen. Da muss dann auch noch so, dass Gratuität für die Eltern von der Mesorelé auch bedeutet, dass sowohl der Staat wie auch die Gemeinde mehr Kosten zu drohen haben. Und da muss ich auch noch so, dass es sich um eine Estimation handelt und dass in der Konto immer viel mehr hoch ausfällt wie die Estimation. Bei der Mesorelé ist es dann auch so, dass man ein Agreement für 371 Plätze haben, wo dann auch die Sportsaal, der Cadolto, also der Pavillon Cadolto, und der Makerspace mit dran sind, wo man aktuell kein Werdelech tun. Da vielleicht noch ein paar Informationen zu den Zölle von den Kannern, die an Mesorelé gehen. Mindes, Mittwochs, Afreides und der Mitte Stunde gehen rund 318 Kanner essen. An dem 4 Uhr kommt danach ein 127 zurück an Mesorelé. Dann Dünstes und Donnerstes sind es dann immer 240, die 12 Uhr essen kommen. Wenn du noch froh wären. Frohen kann man auch den Punkt aufhaken. Sauber Jules, Mam Schulzinger Progression, ja. Tein Serge, Ja. Tyson Paul, Ja. Welch Nico, Ja. Hartmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Bogerini Nora, Ja. Kaufmann Jam, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Anne Joch. Merci. Und dann nach Tür und Haus. Ja, merci. Also den 22. Februar letztes Jahr gefeiert am Gemengerot Konvention zwischen dem Edukationsminister an unser ASBL vom Jugendhaus approviert. An diesem Avenant Heilo von dieser Konvention gesehen wir lo, dass die Funktionamenskosten liegt und Lut gehen, und zwar von 19.932 € auf 20.500 €. Aber bei den Salarskosten haben wir einen Hoss von 134.608 € letztes Jahr auf 141.392 €. Was sich durch die normalen Avancementer bedingt ist. So haben wir dann einen total Kosten von 161.892 € par rapport zu 154.540 € letztes Jahr. Ich sehe aber noch einmal daran erinnert, dass das 50% von der Gesamtkosten vom Jugendhaus sind, die anderen 50% vom Edukationsministerium überholen. Da will ich auch noch profitieren, für ein paar Informationen zum Jugendhaus zu geben. Wie wir wissen, das Jugendhaus fährt 26 Stunden an der Woche ab, ihre sogenannten offenen Treff, wo verschiedene Aktivitäten in Gebäude gibt, wie zum Beispiel Hausaufgaben, Höllf, Atelieren, Sportaktivitäten, aber auch verschiedene Sucht- oder Gewaltpräventivaktionen. Mittwochs auf Freitags organisieren sie immer am Kader von Body, Mind and Soul sportliche Aktivitäten an der Sporthal. An die Idee organisieren sie auch über Mitte Stunden an den Campus Hopping, wo die Kanner aus dem Cycle 4 von der Mesorelé können einen Ableg an das Jugendhaus kreieren.
Am Samstag gehen dann nach verschiedenen Kachaktivitäten angeboten. Den Durchschnittsalter von den Jugendlichen am Jugendhaus belebt sich aktuell op 17 Joer a weiterhin als Freides den Dach, wo die meeste Jugendlicher do unzutreffen sind. Und der Moyen sind dat Freides 17 Jugendlicher, Mittwochs der 16, Samstes 7 an Dünchtes an Donnerchtes immer jeweils 6. Gleichstuer waren Maint April, Juni a Juli de Maint, wo am meeschte Visiteuren do gezielt goufen, mat dann 316, 327 an 387 jeweils. Das ist hauptsächlich durch größere Events wie zum Beispiel Porto Verde oder nach die UKids an der Welt zu verdanken. Orloner an der Peich Vakanz organisiert Jugendhaus verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel op Mondrisch Karting vorgehen, den Urban Golf Schulcampus zu spielen oder nach Grotte Han gucken zu gehen. Nur der Vakanz machen sie auch mat Street Food Festival an der Rotonden, sind op der Nuit du Sport an dem Jugendtag aktiv, anorganisieren auch ihren Schwarzmat, wo die Jugendlichen bei der Gestaltung von ihrem Aktivitätsprogramm Mat desideieren können. Für all diese Aktivitäten kann ihn sich noch bei ihnen ummelden, sowohl am Jugendhaus selber wie auch auf ihrem Internet sieht. Und da will ich noch informieren, dass Porto Verde von den Jugendhäusern das Jahr den 13. und den 15. Juni sind, wobei den 13. da reserviert ist für die Mesoreleen an Schulen, während dem es der 15. Juni für das Publikum gedurcht ist. Und du hast dann natürlich Schiedfried herzlich invitiert, für sich das Funktionament und die Aktivitäten vom Jugendhaus aus erster Hand erklären gelöst zu kriegen. Da will ich aber noch profitieren, für auf dieser Platz ganz große Merci zu gehen und Jugendhaus. Die Edukateure sind ganz aktiv, sind noch immer dabei, wenn die Gemeinde etwas organisiert. Wir brauchen es so schlimm zu freuen. Eine spezielle Merci will ich Ihnen aber auch so für eine ganz spezifische Idee von Ihnen. Ob hier Initiative von mir 4 sogenannten Period Boxes an der Gemeinde. Eine Period Box hängt am Jugendhaus mit 3 Tierrängen für Tampon, Binden und Kondome, eng op der Toilette vom Cycle 4 und dann nach eng für die jeweils Turnhallen mit allen 3 jeweils nimmen 2 Tierrängen für Tampon und Binden. Für diejenigen, die sich vielleicht schon gesehen haben, da sind verschiedene Piktogramme drauf, für die jeweils Tierränge zu identifizieren. Und diese Piktogramme sind dann auch von den Jugendlichen aus dem Jugendhaus kreiert. Dafür nachher mal ein ganz großes Merci für die super Idee und Jugendhaus. Merci. Voilà. Merci Andy für die vielen Informationen. Sind du frohen? Kein froh sind ich hatte schon ein paar Informationen. Du weißt, das Jugendhaus so ein unhänger Kräfte für Kebab zu machen oder andere Sachen oder dran. Und du war Problem aufkommen auf der Assemblée Générale, dass du nicht wusste, wohin mit dem Unhänger für einen darzustellen. Also du war gemein oder der Chef zumindest für drin nicht gefroht gehen. Wir aber ziemlich sehr eine Lesung von dank auch dem Fußball, den Garage hat Fußballsterrain, du nicht mehr viel Material da stehen hat und dafür auch bereit war, das Material dann ernst zu stockieren oder zu entvalorisieren, so nicht mal. Und so dass die Garage freigehen ist an den Unhänger vom Jugendhaus dann Lodona daraus. Dann sind wir am Gange, die energetische Renovation vom Jugendhaus zu planen, die wird Ende des Jahres so gehen oder spätestens Anfangs nächstes Jahr. Das ist ein bisschen aufhängig von Architekten Disponibilitäten und das muss sehr auf hier gehen, die Chantier, weil Ziel ist so nicht für das Jugendhaus über Wochen am Ende zu machen. Da muss man darüber überlegen, wie man das hinkriegen. Da ist noch nicht all Details bekannt, aber das werden wir auch zusammen mit dem Jugendhaus aufschwätzen, für das die 26 Stunden, wie der Andy just gesagt hat, dass man die aber assuriert kriegen und immer entweder am Jugendhaus oder so sonst Saal oder Facilitäten zur Verfügung stehen. Da war nach gefrot gin fir Sonnenschutz an du war man auch als eens gin, dats man den lo net eng Markieskaffe fir den Fassatzen, man immer dann noch im Rofel an Bau muss kaffen, wenn dats man dat an noch mache, wann Fassat isoléiert das mit dos awer auch entretemps eng einer Solution von gin fir die Zeit ze verbrecken bis nächst Jahr an. Ich will auch so, dass man am Kontakt sind ma Nopa, weil man jo eng Isolation bei noch Fassat machen, dann gëtt Haus so impéiert bësse méi bis bei den Oper an do sinn se informéiert, an do wett man auch nach Kor fanne wann net mat hinnen wann dann so weit ass. Voilà. Also den Dialog zwischen dem Jugendhaus an der Gemenge ass do an ich mein, dat funktioniert ganz gut an die huet schon enke gesot an. Enke vun der Platz als grosse Merci fir den flotten Service de mat Dur und do menggen nicht summen ubieden. Wenn da kein froh mir sinn, dann
könnte man über den Punkt aufstimmen. Sauber Jules, Mam Julesinger Progression ja. Tein Serge, Taisen Paul, Ja. Welch Nico, Ja. Altmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Bogerini Nora, Ja. Kaufmann Jump, Ja, Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie Ja. und der Joch. Merci. Dann kommen wir zu den Verkehrsreglementen. Da haben wir eigentlich den Reglement General, den wir adaptieren. Das sind also verschiedene Punkte. Das ist der nächste Punkt, die neue Straße, die wir Jean Ruf genannt haben. Das geht ja eine Spielstraße, eine Zone 20, und die also so weit, dass wir sie können reglementieren, dass wir die Schilder können abbieten. Und dafür wollten wir dann noch das Reglement anpassen, dass das direkt konform ist. Dann haben wir eine andere Sache, die andere Wert, und zwar wird der Bus den 325 die 2 wäre durch den Soning fuhren, denn das wir tun immer nicht mehr, wenn es der Stadt kommt, da durchgefahren, vierten dann an die andere Richtung auch da durch. Das bedeutet aber, dass man dann auf der Seite auch Busarenen brauchen, an die gibt man dann heilo reglementieren. Es sind heute 3 Busarenen an die eine Richtung, dort gibt man dann noch 3 Busarenen an die andere Richtung, wo die Leute plus und moins vis-à-vis, so wie es sich dann am Straßenraum aménagieren lässt, also Hausnummern, wie sie hier am Reglement stehen, so ist nicht viel. Mit das den Prinzip, dass dann die 3 Busarenen do reglementiert sind und aménagiert können gehen. Dann haben wir einen Passage dran, den Artikel 3 für die Luxemburg zu Straße, wo wir Fußgängerstreifen können anzeichnen, da das wo das Schloss Gewern an Luxemburg geht, da war ja auf der anderen Seite nie ein Trottoir, den also gebaut gehen am Kader von dem kleinen Projekt Lotissement, den du exekutiert go, so können wir einen Zebrastreifen hin machen, und der muss dann halt auch reglementiert sein. Dann hatten wir, ich meine, noch sind wir ein bisschen am Menge Kontakt, die sind immer ein bisschen ungeduldig, aber wir haben ein ganz gut Arbeit, die Verkehrskommission, sind uns ganz viele Sachen gefreut. Eine von den Sachen war, dass wir auf den Plätzen bei den elektrischen Bornen, wo in sein Elektroauto kann laden, dass man da reglementieren, dass ich nicht kann, da einfach 24 Stunden stehen, keine anderen mehr beikommen, für zu laden. Ich muss sagen, wir hatten weiter keine Reklamation, das ist nicht wirklich ein Problem. Das ist einem halt so mal aufgefallen, dass da Leute sind, die relativ lange durchstungen. Wir wollten das aber regeln, und zwar harmonisch regeln für alle, die Emplacements. Wir hatten schon ein Reglement, für hier für der Gemeinde. Du siehst dann, dass die dann noch aufgeändert sind am Reglement, und wir dann überall 5 Stunden. Die Verkehrskommission hat 4 Stunden proposiert, wir werden 5 Stunden. Bei die Idee ist ein bisschen die heute, dass wenn aber sein Auto die Zeit, wo dann einen halben Tag arbeiten geht nicht nur für den ganzen Tag, dann ist aber ein bisschen wacht, oder sie noch an die Stadt kann fahren oder wo in immer anderem Trick dafür 5 Stunden. Voilà, und dann haben wir nach Großbau am Lotissement ein Problem, dass du Hanne, wo ihn eigentlich soll drehen können, dass du immer mal Leute im Park kennst, noch immer dieselbe. Und du soll dann eben eng so angezeichnet gehen, ob der dann, die dann immer frei ist, dass ihn immer kann dort Keier machen. Und die geht dann eben noch mal dem Stationnement, und die geht die dann geregelt. Die wird ganz lenkt. Voilà, ich meine, dann haben wir sie alle gut abgezählt. Also das sind die Änderungen, die wir am Reglement General der Zirkulation wollen machen. Keine dazu frohen. Jean-Marie. Ich wollte just froh mal den Parken nur für die Elektroautos. Also das ist just, wenn sie währenddem sie laden, und das 5 Stunden, mit die 5 Stunden zählt ja dafür für den ganzen Tag. Das ist also nicht limitiert auf eine gewisse Dauerzeit. Dass du dann den ganzen Tag 24 Stunden und 7 auf 7 Tage. Ja. Ist das richtig? Wie kontrolliert das nicht, oder wie kontrolliert das wie gehend? Dafür haben wir einen Agent municipal, an den schafft er nicht automatisch nur jetzt, wenn der Bus mal da ist. Wenn man gesehen, dass es nicht klappt, dann kann er noch nur jetzt kommen. Dann meine zweite Frage, da sind die Schilder, die gemalt sind, gehen die noch umgeändert, weil da steht, ich habe Brille und je ouvrable lundi samedi an einer Zeit. Das heißt, da muss dann noch gepasst gehen. Ja. Also muss man die Stadtapprobation vom Ministerium des Transports. Das dauert eine Zeit, bis man da definitiv. Okay, merci. Ja, Serge.
mir verschieden simmer den Propositionen do verstand klar mir verschieden andere Marken zum generellen Verkehrsreglement. Ich denke dat geheiert ich daher no an den Deel vun den de mündliche Foren. Okay. Kein Problem, merci. Kein froh méi. Da gift man iwwer dat Reglement aufstimmen, sauber Jules. Am Julesinger Progression ja. Tein Serge. Ja. Taisen Pol. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Eicher Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Merci. Dann nummer nach een Reglement temporaire. Das am Kader vun den Erbechten vun der Post fir CR 132 den Fiberoptik an Seiten oder bord du schon mal Pri ze lehen, also Zeit vun der Stroß. An dafür muss Stroß dann temporär op enger Seite zougemäht gehen, an dass das Reglement wat man muss konfirmieren, für dass die Erbechte können machen. Kein froh dazu, da lief man darüber aufstimmen, sauber Jules. Mat dem Julesinger Progression ja. Trein Serge. Ja. Taisen Pol. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Eicher Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Merci. Und dann nächster Punkt, Kreation der Post. Und das ist den Serge. Und also geht darum, für neue Posten zu kreieren von einem Salarié manuell an der Karriere vom Erbestamm für ein Atelier. Du hast von der Kondition dafür gesehen, dass normalerweise den Autosführerschein müssen an den Kamionsführerschein, respektive Führerschein sind Avantage. Und wir werden noch da froh, wenn den hat, für das sich engagiert, für den so zu machen, wenn ein Gave angestalt gehen. Dann also noch viel gesehen, dass er muss alle Arbeiten machen, die nur gestaltet wird. Das ist sich mal keine Spezialisation, also kann eine spezifische Ausbildung mehr empfangen. Arbeiten, den überall kann aushelfen, wo Not und Mann ist. Und dann also eben noch viel gesehen, dass er auch Stunden kann muss schaffen, wenn der Service verlangt außerhalb von seinen normalen Arbeitsstunden. Die Posten die geht geschaffen, ich meine einerseits weil das Gemenge mal weiter wiest, mit das aber hauptsächlich der Grund, dass man die sieht dann die Deliberation, dass die von diesen Arbeit da ein Reklassement kriegt wird von der ADM, dass den von just noch 50% kann für die Gemenge schaffen, das heißt, dem sind Tages raufgesetzt geht von 100% auf 50%, wo dann die Arbeiten, die in Haut gemacht huet oder respektiv wo den also Chef von der Regie Erbechte fënnt, wohin dann die Tasche kann awer machen an man kor mat singen mat den Dispositionen, die von der ADM 4 geschrieben sind, die wo kann fir 50% schaffen an der Tisch du fällt an eng Tage wo 50% die freiget. Dann nummer war enke geguckt, wie dann d'Evolution vun den Erbechter bis 2020 ass du gesit auch, dat man dann insgesamt 5 Paare werden hunn bis 2021 die Paare sind en Retreat, also uni aner de Paaren, die eventuell do wären sind 5 von der Erbechter, die an den nächsten Jure bis 2021 werden an Pensionioun goen an dofir den Disney für neue Posten zu schaffen. Für do anzustellen engerseits für die 50% opfänken und auch trotzdem ich schon für neuen Maderbestand zu integrieren wie von denen die Paaren die du op die nächsten Jahren durchkommen. Da wollte schon informieren an dem Kontext, dass man das Jahr um die Idee zu summen am Atelier für ein Poste für einen Apprenti auszuschreiben, das ist das auch NRW, die Marsche sind NRW für darum engem Schüler Möglichkeit zu geben, für bei uns eine Lehre zu machen. Die Marsche sind noch an der NRW. Das ist nicht direkt eine Reform Terrain, das ist doch für den Leute eine Möglichkeit zu geben, für den Platz zu holen, wo sie können ausgebildet gehen, mehr Nerven unterstützen sie da trotzdem auch als Equipen im Terrain für weiter zu schaffen. Sind dazu frohen? Kein frohen. Da können wir auch darüber aufstimmen. Sauber Jules. Mam Julesinger Progression ja. Trein Serge. Hast du ja gesagt? Ja. Taisen Pol, ich hatte nicht. Ja. Als Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Eicher Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Merci. Dann haben wir aber die Question écrite von der Conseil, wo wir dazu rankriegt, einke
von der Schütterbierger an die gering iwwer Subsidereglement bei der Photovoltaik anlären an do eng von der Schütterbierger an der Rüdiger da iwwer als Projekt von den 4 Häuser gifen da mat der Ufenke von der Photovoltaik. Maja Merci fir d'Wort mir hunn als bësse Gedanke gemach, weil an der letzte Legislaturperiode verschiedene Subventionen fir Dawunerinnen an Dawunner aus der Gemeng angefauert respektiv Uwen ugepasst gin. An ihrer Chefratserklärung engagéiert Dir erch unter anderem fir d'Industrie an Privatmenagen ze sensibiliséieren fir den Energieverbrauch ze reduzéieren an nohaltig elektrisch Energie zu produzieren. Dadurch durch Zupassung von den Primen. Ein weiteren Engagement für die rationelle Energienutzung und Produktion von erneuerbaren Energie mehr stark zu fördern, hat die Gemeinde an ihrem Leitbild 2030 über die nachhaltige Entwicklung geholt. Wir dürfen frohen Schotterbierger an die Gering, frohen den Chef Rot für kurzfristig die Gemeindesubvention, die aktuell bei der Installation von thermischen Solaranlagen für die Warmwasserversorgung aktuell auf 30% liegt, für die mit einem Plafond von 7.200 €, für die auf 50% aufzusetzen, ohne Plafond dort zu fixieren. Und dann für die Photovoltaikanlagen also identisch, do gët aktuell eng Subvention vun 30% gin, mat eng Plafond vun 7.200 €. An do gift man dann noch proposéieren fir den opsetzen op 50 an der doch net och ke Plafond do dran zu setzen. Und dann mittelfristig allgemenge Subventionen betreffend energetisch Sanierungen zu überschaffen, an einem globalen Reglement zu regroupieren. Und das war an sich schon an sich für die gering matt geschwert und mir hat bis kurz darüber geguckt, das wir als proposen dann. Merci. Merci, will dir auch noch etwas bei uns sagst du, das gut gemacht. Naja, ich meine, das ist ein absolut berechtigt froh an mir hun darum Radar an ja gesinn steht dran an der Chefratserklärung an Koalitionsaufkommen, dass man dadurch mehr aber geduld, dass man ofwaden mesuren laufen den 30. Juni aus an ich war an enger Reunion vom Regional vom Forumzentrum Regionalforumzentrum ja an da waren heich Beamte vom dem Minister an die hu gesot, do gi es kommen, wollte nach kein Detailer gehen, also die laufen nur nicht einfach so aus, die Subsidien, du könnt es, und wir wollten aber aufwarten, was du könnt, wenn ihr seht, 50% von 0, wäre es ja auch 0, und dafür wollten wir für dich mal gucken, wo es dann hingeht, und dann muss man als die Überlegungen machen, wie wir das Reglement anpassen. Aber das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die wir auch auf unserer To-Do-List tun, und wir so noch, also, das ist gut, dass Matron denkt, und sobald wir die Informationen haben, und da gingen wir auch als Kommissionen froh, als Bodenkommissionen für ihren Navi, und da kommen wir direkt an die Gemeinde und da stimmen wir das auf. Wir lassen das nicht schläfen, wir wollten aber, also, wir mussten aber eigentlich noch warten, was die Regierung dann noch decidiert oder was dann noch können. Ja. Boah, ich denke zwar nicht, dass es im Moment das für so lang zu werden. Ich meine, du hast gesagt, den letzten Juni aus dem Delay an sich. Ich meine, wenn Lo können kurzfristig noch dezidiert gehen, da könnt ihr schon zumindest von all guten die von het Measures schießen, ob Measures für das Trickwirken zu machen. Ich denke nicht, falls das der Fall wird, dann wir natürlich zu begrüßen, ob nächstes Januar das Jahr. Wir sehen Lo, okay, wir sehen, was den Lo hat, aber wir sehen nicht, was könnt. Ich meine, dass du als eine Sache auch von dir Lo Minister Kontakt fährt. Das ist aber trotzdem ein Ungewissheitsfaktor, das kann auch trotzdem aufgehen, staatliche Subvention kann auch aufgehen. Aber muss ich natürlich auch die finanzielle Situation gucken von unserem Land an. Gut, avoir. Dafür, also mir wirklich froh, wenn der Tote nach Kind schnell umgesagt gehen, als Proposen. Ich gehe davon aus, also wie gesagt, das war aus so, es könnte nicht, es könnte etwas. Und das geschieht ja dann
denken statt dann annoncéiert gëtt 34. Juni ne wär eng Javalo net richtig wann man fir e Mount nach gingen oppassen dats Lodé die an déi Periode erfallen ein Avantage hun wie vun all denen lo fir droen schmengen am moment sinn jo Subventionioune vum Staat nach so wie se sinn a mir baséieren als man derop da könnt auch die ganz Geschichte immer dabei dass man gesot hun mehr sinn net opgestalt fir die Dossien zu kontrolieren an so weiter an so fir van der Staat eng Subventionioun gëtt da gi 30% davon an Zukunft gët dann vielleicht 50% davon dat muss mir dann desideieren ich mein da soll den awer offer den bis dann dat lo desideiert also da bis ugeënnech das wat ze dann lo machen an net lo nach Mondfleisch dawer eng mesure wo die eng der 50% kre den anderen 30% geht wéi jo och lo englisch net ganz fermen also wannnech déi Leiit richtig verstanden hunn da si se am gangen dat ze schaffen se wollten an net do so wat könnt mir so gesodet könnt es das net as lo auslebt dann ass fertig ich mein die 4 Woche mis meist nach kin immer wësse wo geht sagst du was an so ja voilà, ich mein dat war bisssen de Punkt also so man geef eng Reglement op de Weg gin da geef man den Fressen am nächste Gemengerot stimmen da immer en Juni wann se dann 3. Juni auslaufen oder geändert gin dann hummer Reglement gestimmt wat de wahrscheinlich streng bis man hun dem Minister wahrscheinlich nie Kraft getrden hast dafür Mensch muss man schon nur Regierung möchte mirfleisch recht dat Regierung vielleicht besser positioniert wäre für ein bisschen echter zu kommunizieren an dem Bereich weiter geschieht ich mein mis den wie hier mesure sehen wie dat als Subsidio bisschen op dat krevéiere wat sie machen muss man da schon ball wat sie die sind dann gegeben fall zu passen an du die adaptiert Lesung für gemengt fannen. Ich mein, mehr alignieren als jo ganz oft op Niederlanden an Niederlanden hun von den Staubem gesagt dat toten an ich denken dat kann bis du gesot so wie den Klot gesot kann an die Einrichtung kann die an die andere Richtung go wann der lo weiterlebt dann hast die Zeit doch verloren. Ja also ich mein, das schon dolo gesot also warten wat könnt van der Urgence das kann man am nächste Gemeinde schon darüber diskutieren van net dann Menge soll man de Weg gehen dass man auch als Kommission enke frohen und dann spätestens also ich will net ausschließen dass man nächste Geschordnung Gemenge und ein bis davon of wat Regierung dann möchte wie immer zu Informationen kommen sos könnte dann am Juli ich mein, dat machen wir dann in der nächster Zeit. Voilà, dann nach die zweite Question écrite dann iwwer de Projekt an der Rue des Jardins. Yes, ja, dann können wir dat enke gucken. Also de Gemengerot huet an der Sitzung vom 24. April mat de gege Stimme vun de Schotterbierger eng Deliberationun ugeholl fir mat iwwerschaffte Kriterien d'öffentlich Ausschreibung vum Bau vu den abordable Wohnungen zu evasieren an der Rue des Jardins nei auszuschreiben. De 14. Mai, also das net allzu lang hier, de 14. Mai 24 gouf an der Chambre de Pack fir d'Relance vum Logement vun der Regierung gestimmt. Fir mat verschiedene Mesuren de Kaf oder d'Lokaioun vun enger Wohnung ze erlichteren. Durch des Mesuren soll ke vergiers gin. An Familie mat Kanner sollen hai am meeschten davon profitieren. Wieke das lo Plafonge betreffend Dakommes fir die individuelle Logementer, die Logementshëllefen nowen ugepasst gesinn, kommen méi Biergerinnen a Biergerer froh, déi sich fir de Kaf oder fir d'Lokaioun oder fir d'Lokaioun vum abordable Wohningsraum kënne mellen. Der Bierger géife gern garantiieren, dats eng mi breet Palet vu jonke Familien hauptsächlich aus eiser Gemeng Meiglechkeet krit, fir d' Logement abordable zu evasieren zu melden. An dofir froh mir de Schafferrot fir Kriterien fir Tourrecht op de Familienhäuser zu evasieren, mat denen aus dem Paket Relance pour Logement vom 14. Mai aufzugleichen, an der Suite den Depliant iwwer de Verkauf vun de 4 Familienhäuser erneut enke zu publizeieren an zu verdelen, sodass nach ihrem Leipzig können melden. Ja, ich meine, die Question kritisch der Kreder, wie es selber ist, muss ich mal aufgleichen, also das, was man machen. Wir wissen ja selber nicht,
wéi eng Dossien das Zréckbehalle gisinn, dat hun mir net selber ausgewehrt, dat huet MC gemat an dat nachiwwer den Not an do sinn 4 Kandidate gewicht die Konditionen erfüllt. Wir hunn also eigentlich de Kurum voll, mir können dat enke aufgleichen an dann Decision holen, ob dann enke ausschreift. Du hast recht, dann komme méi leider froh natürlich die Leute lo schon gesot krit hun dat am Prinzip eligibel wäre fir de Projekt die ginn an de bëssen kommen an eng Etapp fir droen muss a Konkurrenzkommandaren rafallen an deke fleich de wäsch, dat sucht dann vielleicht net ganz fair. Me ich mein soll fir du wis proposiert oder wie dir proposiert tut den Aufgleich ma gucke wo wat ändert de Konditionen an op dann der wär das dann enke probiert auszuschreiben. Wir wissen natürlich haut doch net, ob die Dossen die Marakrit tun, ob die Haut nur dem dann Loaver ganz komplett vergangen sind, ob die auch noch interessiert. Das joch mat den neue Kriterien, die der definiiert tut, als wir werden net gesot, ob die Partien noch interessiert sind fir eben lo op de we ze go fir an Tru de Jardin einkehr zu plnneren. Ich mein, dat muss auch mal geguckt gehen. Und dat die wenn ha an diesem Fall net vergessen. Dafür ich gesinn ha och, dass het bësse Mystero go. Also gut. Mech beschäftigen als enke mat dem Dosse me machen de verglacht me gucke wat dabei rauskën also mir wären als net agent enke ausschreife wann der zinn mcht da kom mat net erklären ma dat doch. Mech op de Fall se. Ich gi so fir die meescht Leiit die hai run dem durchsetzen oder pu an op jeden Fall fir all die no lauschten an no gucken. Muss so Gesetz muss am Memorial publiziert gin Gesetzen Text aus haut durch die Annonce der schon mal diskutiert gin dat geduld publiziert an ab do fristens kann noch dann de neue Zertifikat d'Eligibilité an der den ge ändern dat méi Leiit gefen a froh komme fir Zertifikat d'Eligibilité ze kreien ab do können noch déi fristen sinn dat die überhaupt ufroen also als du net so eng Agen fir lo en dingen Text auszuschaffen. An dann und die Kriterien selber ändert dat nicht. Ich meine, die Kriterien die waren demos festgelöscht gehen, du war am Anfang kein direkte Kriter vom Revenu dran, net waren Kriterien der Residenz, wie viel kann er hue so weiter fort. Den ensche Kriter den am Anfang 4 gesehen war dat dat den Zertifikat d'Eligibilité muss am Dossier dabei gelöscht gehen mit das am Anfang an der Ponderation von den Kriterien, die deutlich bewährt gehen, als dat am Anfang net 4 gewesen ist. Das ja wo so, dass de Salär ehrlich das betrucht gëtt. Da sind Augmentationen dabei an dat das net neicht. Muss man der Kraft drin Gesetz den och den Service de Logement die neue Salären die neue Plafond dann die definiert sehen können überhaupt Konzentrationhöhle fir dann neue Zertifikat d'Eligibilité auszustellen. Voilà, gi net aner froen net all mat net fängt mat do in run. Eng froh, dass wann in die Industriezone fährt, dat Gebäi von der Zotrell, dat steht schon wie lang Eidel, der Kollege Bouillet, der Jean-Paul Just für drin hat dann senke gesot, dass eng Nofrau war für do Wohnungen zu machen, die als Reglement geht, dat ja aber net hu dir vielleicht eng Information, wat den hang geschëlt war Loué oder wat immer so was. Hun die eng Information wat mat dem Gebäi mat dem Sit, wat das net mit Gebäi as joch riesigen Terra dabei wat mat dem Gebäier mat dem Sit geschieht. Ja du war ja eng Baugenehmigung ausgestalt gin Dir schon enke verlängert gin die Lelo an Dezember of an du hummer en de Mont krit vun enger anderer Societäit wann dé dat gife kafen de Sit op dann die Baugenehmigung ging so nach der Form besto bleiwen. An den Nummer gesot ja bis Dezember wat dann no Dezember ass da muss se noch ein Dossier ragin an dann muss man da gucken wat man dummer de Männer so. Dat sind Informationen die sekrit mit durch den Enterreze sind aber rum vun eng Männer fir de Projekt zu realisieren. Hat ja schon pumollen Dossier dokrit fir eng Baugenehmigung zu gin an de Projekt ass bis haut net realisiert wat ze mat dem existant op ze do nach verlohne für die kurze Zeit oder wo es dort sind und ich keine Informationen drüber. Nora? Schon 2 Fragen. Den, dass ob es eine Reglementation gibt, was Piffen betrifft, an die Verschwemmungsgebiete.
also nur bei der See, weil anscheinend geht dann du gepieft, da waren dann so viele Reden als wie Läschgeras und die verschwemmen alles, da geht ja auch alles auch mal dann sehr ran. Also ob du Reglementationen geht, ob das verboten ist, ob das erlaubt ist, voilà. Das war mir echt froh. Ja, du gerade den Expert vom Sie aus der sitzen. Der Loik. Mit froh kommt immer da noch. Definitiv froh. Also nächstes Jahr ist auch okay, also das ist nicht also direkt mit diesen Personen. An die zweite Frage, das war wie mit dem Spruchkaffee am Stamineas. Also die war ja, also das Ding, das ist ja immer ganz regelmäßig gelaufen, ganz flott. Wir hatten noch einen Urlaub natürlich, genug Leute, dann lo hast gar nicht mehr in dem Sinn, dass du... Ja, hat ja Stamine, das war ja im Dezember, das hat Lilian organisiert hauptsächlich und du machst so, dass wir da drin machen, aber wir haben lo Kommission du Vivre Ensemble lo nächste Woche oder die Woche drauf und dann ist da der Punkt, wo wir die Jour und dann werden wir den nächsten noch immer organisieren. Also du schwätzt schon Stamine, ja. Spruchkaffee hatten wir noch keinen. Kann ich dann noch darüber diskutieren, ob wir zwei Sachen machen, weil ich will dann mal an Kommission und dann diskutieren wir das. Was über die Pifen geht, also ich meine, da gibt es ja da wo Naturschutzgebiet definiert ist und so weiter, da wo Reglementationen drauf liegen, da gibt es sicher Preskriptionen, wie es bei einem normalen, also am Überschwemmungsgebiet ist mir nicht bekannt, dass es da so eine Reglementation gibt, weil es ja gibt, dass es, wenn das Überschwemmungsgebiet ist, dann das nicht bauen, das kein Wasser verdrängen, diese Sachen sind mir bekannt, da muss ich effektiv nur fragen wir noch und dann kommen wir die nächste Information. Merci. Anne-Marie. Als je nog een paar zaken, voor deze dat is opgevallen dat veel uitnees hier een auto half oder ganz om trottoir parken. Wäre het meestelijk voor doelmolen een beetje meer streng erop te reageren, weil dat is vielleicht voor Fußgänger sicher die man kan goed onderwijs zijn niet immer evident. En dat tweede, als mir sind gefragt für den Spielplatz an der Urst, wie das da weitergeht, und das riesige Schlag mit Wasser, da auf der Rue Principale ob da etwas lebt. Ja. Ja. Ja, also den Agent municipal, den er so gewesen, alles was über den Bord stehen, rüber geht, zu protokollieren, hat noch gemerkt. Mir war dann aufgefallen, dass in einer Zeit an der Hauptstraße auf jeden Fall mehr diszipliniert war, wenn das noch nicht mehr der Fall ist, dann, also er weiß das auf jeden Fall, und er soll das auch so applizieren. Großbauer nicht Großbauer an der Ost, da sind wir am Gange, ne? Das war ja so, dass wir da den Marché Public müssen annullieren, weil den Fonds die Spielgeräte nicht mehr konnte liefern. Der Entrepreneur hat die Infrastruktur so weit für gestaltet. Wir sind immer am Architekt am Gange zu gucken, was wir für Spieler können installieren, und jetzt muss eine Ausschreibung zu machen. Und bei denen ist ein bisschen einfach versucht mit Lieferung. Wir hatten gleich so nicht genug gefroren, dass er nicht dazu kommt. Aber sie werden aber gemerkt, dort schaffen. Und wir warten darauf, dass den euch seht, wie wir dann nur sollen da vier gehen, was wir dann von den Spielern sollen installieren. Was wir mit der Piscine also da haben wir dem Kurator geschrieben, an dem gesagt, er soll seine Responsabilität holen, gucken, das wäre ja ein Risiko für den Opern und noch für Reisen. Und da waren wir ja bei einem Ball drin, dass ein Trottoir da noch überschwemmt ist. Und dann hat er gemerkt, das wäre nicht unheimlich, das wäre nicht seine Responsabilität. Also nach verkauft, also aber da ein bisschen anderer Meinung. Und wir schreiben dem noch nach ein Kehr und dann dem noch wieder nass, dann muss man gucken, für da selber do aktiv zu gehen, ob man das dann über den eng Firma machen oder so, da muss man dann dezidieren. Und da muss man eben die Kasten gucken, die vom Kurator dann rumzukriegen. Wenn es ganz schlecht geht, bleibt das andere und allgemeine denken. Voilà. Wir müssen arrangieren, wir können das nicht so sie lassen. Wir haben den erinnert mich gerade einen Expert schon chargiert für einen Etat des Lieux zu machen. Serge? Yes, aber ja, schon noch, wie ich ja da gesagt habe, zum Verkehrsreglement, zum Generalverkehrsreglement, ein paar Ummerkungen vielleicht. Wir haben ja auf der Kirchplatz, haben wir Parkplätze reglementiert mit dem Disk, wo ja auch Kommerz ist. Und wäre es doch sinnvoll, für das zumindest am Campus zu machen, dass den durchgibt, zum Beispiel lernst den Kommerz, den du hast, lernst den Kaffee,
op der Seite von der Kehlbun an Hand op Jurenhaus zo dass in den ganzen 11 Parkplätzen och gif mat diskreglementéieren, so wäret nämlich den 2 Kommerzen identisch Konditionen ze gin fir an allem fir Klient, die mal wollen an der Mëttestunde hinkommen, an wo dann awer schwierig ass fir do Parkplätzen ze kreieren. Dann hätte ich eigentlich vor, hätte ich schon Kontakt mit den Dauerparker am Campus an der Tiefgarage, hast du schon etwas geschieht? Also wir hatten keinen Kontakt mit denen, weil wir ja eigentlich keine Hand haben, das zu regeln. Wir sind aber am Gange und das wird auf den Weg gehen, den du angeschaut hast, für eine Reglementation an Platz zu setzen mit einem Disk. Das ist aber da hier für jeden Verein. Langzeitparker können da schon gut mit stationieren, aber auch für die anderen Leute. Auch noch die Sitz arbeiten, geht das dann ein bisschen mehr ein Kontrakt. Wir werden das ja nicht überall regeln, also es sind nicht weit weg, auch Parkgänge, wo in der Milan kann stehen bleiben. Wir gehen auf den Weg von einem Disk, wir sind nur nach Schlussgang zu klären, wie wir das mit der Dave Garage machen oder was wir müssen machen, dass wir dürfen das Reglement dann noch, also Tax, also Taxi ausschreibende Pascha, dass den das dann noch dürfen machen. Also man kann das vertikal sind wir da am Gang zu gucken, ob man die mussten hun, ob man den nicht mussten hun, aber man das geklärt und da feiern wir das Reglement an. Ja, dann auch den Agent municipal gesagt, dass der Agent municipal die insgesamt 17 neue Kompetenzen und da sie auch manchmal schon Gemengen, die verschiedene do überholen, für zu schütten mit diesem Agent municipal. Ist doch schon eine Decision geholt gehen oder war der ob das Zierdal-Police-Reglement, das du global etwas könnt? Ja, also wir suchen zu summen, wir wollten das, wie man das gewinnt, zu Summe machen, für das Reglement ein bisschen zu harmonisieren. Ich muss aber auch sagen, dass der Regionaldirektor, war das sein Titel, also national nicht so einer Funktion kriegt, gesagt hat, so wichtig wäre das dann nicht, dass das harmonisiert wird. Sie müssten einfach als Poli immer gucken, für ihr Reglement, also für eine Gemeinde gültig und so weiter. Mit das so, dass die Stellung von der Konstitution als Polireglement eigentlich nicht mehr gut sind und die müssen generell überschafft gehen mit der Konstitution, also für nach konform zur Konstitution zu sehen. Und du hast den Innenminister dann auch nachgefordert, für die Gemengen zu sagen, wie das muss appliziert gehen oder wie das Reglement muss geschrieben gehen, sodass wir da nicht so weit kommen. An die letzte Information, das war für 4 Wochen oder so ungefähr, wo der Komitee de Prävention war, dass du gesagt hast, da machen wir just einen Avenant für die zusätzlichen Aufgaben, die den Agent municipal da kann kreieren, für die dann über den Avenant zum Polireglement dann zu stimmen. Und da soll Konto eine Proposition machen, an die man noch nicht kriegt. Nee, das ist ja auch logisch, weil allgemein hat sich Spezifizitäten und das kann ihn nicht harmonieren, die 17 Kompetenzen, dass du allgemein das nämlich, das ist ja klar. Dann hat man aber eigentlich vor, als Schütter Birger, und zwar für an sich für die ganze Gemeinde, dass es vielleicht möglich ist, mal einen Rapport d'Aktivität zu kriegen vom Agent municipal. Zum Beispiel wie eng Schaffzeiten sind die fix, sind die variabel, Bürostunde frei oder spät und dann wenn ihr guckt aufgesicht von mal heinst du monatliche Mord der Weekend bei größeren Evenementen Nütze gesehen. Ich meine, das ist eine Sache von den Arbeitsstunden ganz klar, vom Arbeitspensum für einen Mann lang, was das schwer zu bewältigen, das heute. Und das dann der nächste Gedankengang, gedenkt dann nicht für eventuell einen zweiten Agent municipal anzustellen für die Gemeinschaft. Ich meine, wir können ein bisschen Statistiken zusammen sichern, ein bisschen zählen. Die werden wir nicht in einer öffentlichen Konzertsitzung diskutieren, mit die machen wir an einem Weeklo oder bei einer Gelegenheit, wo wir an der Eis sind, sozusagen. Am Moment haben wir noch nicht drüber, also ich meine, war nicht viel gesehen, mal einen zweiten Agent anzustellen. Ne? Das muss man da gucken, auf Basis von den Zöllen. Dann wäre ich der Meinung, dass wir dann da sind. Also viele Gemengen haben schon einen zweiten, ne? Kann sich viele Modelle vorstellen, wir haben schon Modelle probiert, einen zu delen. Das hat zwar dann nie so gut funktioniert, aber da gehen verschiedene Optionen. Wir als Schafferhut waren noch nicht dezidiert, für einen zweiten anzustellen.
Okay, merci. Und da war mal ein Rearrangement von der Rüdeneier und 30er Zone zu wechseln. Du hast mal den Projekt gelaufen. Hast du Fortschritt oder wie kann ich mit einem Resultat rechnen? Also da haben wir, wie wir das Budget gemacht haben, haben wir Stadt ja auch gesehen. Den haben wir décidéiert, dass wir, also ich meine, wir ganz Cope Sachen laufen, wir können nicht alles mal nehmen machen. Wir kriegen auch die anderen Straßen, da hat man zwar gemeint, das ging vielleicht schon ein bisschen sehr gut. Wir haben aber von der Point-Chaussee auch, dann kann ich die Information noch direkt lassen, die Autorisation kriegt für so ein Rüstig zu erweitern. An der Rue Principal, das von der Point-Chaussee akzeptiert, haben wir ganz rezent Informationen, den Brief gekriegt. Und da haben wir gesagt, wir machen drüben Neues, also nicht auf unserer Priorität für das Jahr, wir gucken das dann nächstes Jahr zu machen oder so, wie man, also das an der Zeit schon ein bisschen angerutscht, das nicht soll gemerkt geben, aber im Moment haben wir da Zeit nicht für das zu machen. Sorry, schön auch ein paar Sachen. Das, dann haben wir weiteren Projekt, das wir lanciert haben, das war Überschwemmungsschutz, das war ja an sich ein Thema, Überschwemmungsschutz beim Minsker Schloss. Das war auch ein Projekt lanciert gehen während dem Starkregen und so weiter. Kannst du da vielleicht ein bisschen etwas darüber erklären, wo wir dort sind? Also da war ich schon nicht mehr dabei bei den letzten Verhandlungen, wo die noch am Schafferrot war, wo Nora, aber so viel ich weiß, ich meine, diese Mesure ist ja immer aufhängig auch von den Proprietären, dass die da mitspielen, und da war ja Proprietär, der gesagt hat, er wäre da nicht einverstanden, dass man die Informationen, die ich schon, ich war selber nicht da dabei an der Reunion. Bon, muss ich gucken, war mir bei auch immens heiß. Mit war aber weiter keine Überschwemmungen an den Häusern. Wir haben noch verschiedene Kleinmesuren, vielleicht mit einer Proprietationsmesure gemerkt, denn ein Teil von der, also das ist nicht Berg, aber das den Seitenarm, den du racken, mit Überfläche Wasser, den hast du proper gemerkt, die Wurzeln von den Plantanen sind da wäsch gemerkt, zum Teil, die mussten aber auch stehen bleiben, noch das dreht zur Befestigung von den Bohren bei in einer Mesure geholt gehen. Wie die Brick, also die Feibrick, die du hast, die aus mir groß gemäht gehen. An so Sachen sie auch schon gemerkt, wir haben noch 2-3 andere Ideen, was die können punktuell machen. Besser wäre natürlich die große, schon nur, dass die EU gespart ist, die große Wasserretention an den Stecker, alles das, was vom Neuesten Ruf können. Du könnt mit Plattformen das Wasser unhalen. Mit du heute Proprietär, den hat gesagt, da kann ich meinen Stecker nicht mehr exportieren, und dafür ist das in dem Moment mal nicht weitergehen. Wir können sicher den Moment, wo ich noch im Dorf muss darüber diskutieren, und mit den Leuten eigentlich schwätzen. Also, der Dossier ist bekannt, ich meine, wir schwätzen über etwas, was jeder weiß, und da muss ich gucken, wie das schon entwickelt. Mit direkt mal Runde direkt. Okay, aber dann vielleicht mir einfach sagen, wenn ich Dontreen von den Dir verhält, durch die praktisch überall die Radaren, respektive die Pannen, die da aufweisen, wie löst das dafür ist. Und wenn ihr lo guckt, von Eitrop oder von Straße auf Schötter, ist ja auch bekannt als wo jemand löst gefolgt. Und ich meine, da soll doch vielleicht mal so Radar hergestellt gehen, vielleicht auf der Höchst 400 Keier oder was auch immer, weil du hast ja auch Spielplatz, wo du könnt hoffentlich ein bisschen mit rechten Pferder, wo kann er da überall spielen. Und das wäre auch Sicherheit von ihnen, die da mal da garantiert gehen. Das können wir kurzfristig machen, also das war eine Proposition, die unser Büro auch gemacht hat. Wir haben noch die Genehmigung von Permission bei der Varium, von Point-Chaussee, das Material hast du, und Meteo müssen da erlauben, also das können wir da umsetzen. Wir hatten noch kurze Stufe honoriert, und wir gehen auch an die Firma, dass das installiert wird. Okay, merci. Bei der Permission de Varie als Point-Chaussee, die da schreibt, dass den Panno, den du schreibst, den muss der kommen, so viel Meter nur dem Schild von dem Ortschaft, und das wäre dann relativ schon an der Haltung vom Birch open. Also das ist eben das Problem. Wir wollten noch lieber für der Spielplatz aus der Kehr raus, mit von der Preskriptionen von der Point-Chaussee, die verlangen, dass das nicht geht. Und dafür hat mir Wunder angefragt bei der Permission de Varie, dass die Bandrugösen an der Kehr am Boden affixiert gehen, die aber dann noch darauf hinweisen, dass ich denke, soll ein bisschen aufbremsen. Das muss ich ein bisschen den Begebenheiten an den Wunsch von der Point-Chaussee fügen.
dat machen, wat man dann können man. Und dann hatte ich schon einmal gefragt, die wird de Kont von der Konte vom Haus Scheuer, von der Succession, der respektiv von dem Haus Scheuer, das schon der Gemeinde übergelost wird. Und da soll doch das Formel aufgemerkt gehen, da soll doch ein Plakat und Haus kommen, für die Familie Scheuer zu erinnern. Da haben wir noch rezent Mail gekriegt vom Notar, dat das so weit fertig, da sind noch nach just Fonds zu verkaufen. Ne? Und die mussten es noch verkaufen, sie hat gefragt, ob die Gemeinde die Welt erhalten und so weiter. Aber das dürfen wir ja nicht aus, wenn es mit der Aktivität direkt von der Gemeinde zu dienen, dann ist das nicht der Fall, sodass den muss verkauft gehen und dann können wir das machen und dann machen wir auch das Plakat. Dann hätte ich mein letztes Frage, aber ich meine, da könnte Paul noch mal länger. Also das ich meine, die Deliberationen vom Chefrat, die Gio regelmäßig gehalten. Und da wäre es flott von den Gemeinderat eventuell da Ansicht kriegen, wie Decisionen das gehalten gehen. Und zwar wäre es flott für Deliberationen auf der Webserver zu setzen, dass ein Gift da Druck kommen, dass den Gemeinderat, Gemeindekonseil in eurem Courant sind, wie Decisionen das gehalten sind. Ja, ich weiß nicht, ob die öffentliche so sind, ne? Die Chefrats, das ist ja auch mal. Also. Mein Angebot kann immer die Dossier gucken zu spezifischen Punkten, wo für so alle Götten drauf zu setzen, was Personal vorsehen. Ja, das ist aber nur Protektion der Données. Da muss ich schon ein bisschen. Ihr Register, wo sie alle Götten draufstehen, wo alles draufsteht, dann da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ich meine, die Gemeinde wurde immer zum Moment froh zu Punkten. Ja. Da muss die besonders gehen, das Personal, dass die Dossiers rauskommen. Und, gut, dann. Wir überlegen uns, wie wir das können machen. Der Podel. Ja, ich bin just kurz froh, weil mir abgefallen ist, mit den Unwetter, wo bisschen waren, noch nach einer, wie die Straße Stung Heichwasser, also Stung Wasser an der Straße, mit des 12 Uhr oder nach dem Spätstung Schild, da haben wir da das gespart, weil wenn die Inundation, du warst mir froh, wie eigentlich mit Permanenz, was die Sache betrifft, wann Incidenten sind, wie das kontrolliert wird. Das mir nicht abgefallen, dass das Schild so lange nach Stunden, obwohl das Wasser schon lange fort war. Und dann am selben Kontext ist mir abgefallen, auch zum Münzbüchener Kreuzung, durch den Grund, du einen Sockel von einem Straßenschild, die du einfach mal zu einem Trott war, du doch kein drauf solo reagiert oder du Informationen kriegst oder du wollte froh, wie geht die Permanenz geriert oder wie, dass dazu Sachen entstehen mehr. Also Auto ja eigentlich keine Permanenz an dem Sinne, wir haben eine Permanenz für die Wanderding, aber nicht für all die anderen Sachen. Wir sind aber zu erreichen über die Nummern, wo sich kann melden, also die im Internet sind, die Telefonsnummer dann hier drin ab. Da muss ich gucken, ob besoin also nicht, die Schilder loben zu Erde, das ist so point Chance, das sind mehr nicht, die hinterstellen, ne, das wollen nicht runter diese Stoge los und effektiv da den Trottoir der Beton, den ich auch gesehen samstens, ich wollte noch waschen, und ich dann nur vergisst, da sind dran gerannt, den hat am Anfang so einen Stroh am Anfang sein, müssen selber Raum. Und hat sich auch nicht gemeldet bei der Gemeinde, wir haben einfach einen Tipp gekriegt und wir wissen aber, also ich weiß nicht, wen das, wir haben einfach eine Plackennummer. Ja. Merci. Weil ich just gemerkt habe, dass wenn Sachen sind, oder wie man Wasser, dass in das nur kontrolliert geht, dass in das dann am Freimisch oder so Sachen. Das meine ich echt immer Permanenz in dem Sinne. Okay, wir holen das mal und dann sonst noch frohen, waren da noch viel. Dann hat man das Publikum noch heute frohen. Marc. gesagt dat Gemeng viel am Logement abordabel, Logement sozial eng neue Gesetzgebung an dem Kader rauskommt, da bringt Leiit steuerlich Vierdeler van dem Logement sozial zur Verfügung stellen. An do ass még froh op Gemeng
das wäre wahrscheinlich am Kader am Office Soziallichter zu summen mit andere Gemengen, ob es nicht gedurcht wird, für noch eben aktiv zu gehen, an eben die Konvention mit dem Ministerium zu unterschreiben. Das gibt schon mehr wie eine Dose Gemengen, die das machen. Das kann ich natürlich immer mit dem Roten Kreuz machen oder mit Caritas oder mit wem auch immer, aber als das eine Idee, die nicht kommen, weil an der Zwischenzeit sind relativ bei den steuerlichen Vierteilen sind relativ groß und die kriegen aber nicht mehr, wenn ich das möchte, mit einem, der just mal die Konvention mit dem Ministerium hat, und die Gemeinde für den Moment nicht hat. Und das ist etwas, was relativ gut geht, weil ich gesehen mit einem privaten, mit einem Haus, was ich eben an der Gemeinde, wo ich groß gesehen habe, wo eben 1000 mehr gebraucht ist, weil meine Eltern dann am Altersheim sind, da mir die Bemol ganz groß, die ist dann, das ist eine Gemeinde am Norden, die ist dann am Office Social du Nord, und da kommen dann eben relativ viele Leute an. Ich meine, das ist etwas, was mit einem Steuersatz von 10% an Zukunft aber Leute werden motivieren, für Häuser zur Verfügung zu stellen. Wie gesagt, es gibt Caritas, es gibt Kreuz, es gibt andere. Aber also viel sozial, wenn ich schon so viel möchte, ich meine, da muss 17 Häuser als Gemeinde haben, meine ich, da wäre noch mehr zu machen. Dort und plus, wenn ihr einen gewissen Stress mehr könnt, weil ihr eine ordentliche Steuer auf mir eitel Häuser könnt, sind auch im Leid motiviert, etwas zu machen. Und, wie gesagt, hast du darüber schon sich ein Gedanken gemacht, Kinder? Ja, wir sind am Gange, darüber zu überlegen. Wir hatten auch schon Kontakt mit Leute, die auf dem Terrain aktiv sind, mit denen wir einen Austausch hatten, wo man natürlich auch gesehen haben, wo auch Probleme, wo die Limiten sind. Wir haben noch keine Decision geholt, wir wissen noch nicht genau, in welche Richtung das wir wollen. Weitergehen. Wir haben noch Projekte nach, die wir werden müssen machen oder wo wir wollen machen, gerne machen. Und da muss man auch gucken, wo man mit der Gemeinde, also was das ist so ein gewissen Aufwand. Ich meine, wir haben eine Nopisch Gemeinde, die war 100 Wohnungen, die machen das behalt. Gebe ich so professionell, da sind wir noch nicht. Da sind 16 Wohnungen oder 17 an. Wir sind an den Gesprächen, wir gucken, also wir probieren dort für die Gemeinde den besten Weg zu finden. Und wir haben uns noch nicht festgelöst, weil wir auf welche Richtung dass wir da wollen gehen. Das ist auch ein Dossier, in dem wir gegangen sind, zu schaffen. Am Kader von den Projekten, die man da werden muss machen, und am Kader von den Möglichkeiten, die da oben sind. Also ich meine, die sind halt schon bekannt, und müssen uns dann einfach nur ein auch vielleicht ein bisschen hybrider konsultieren, wie eine Decision, dass man dann noch holen. Ich meine, das wird ja auch dann auffolgen. Konsequenzen, wann in eng oder die andere Decision da auf eine Richtung auch immer halten. Ne? Also, ich meine, wir sind ja als Schötter auch nicht die so, wir bauen enorm Projekte, wir haben da also Wurst festgelegt, den wollen wir anhalen, das bei der Nopisch Gemeinde, wo ich denken, die über 100 Wohnungen und du hast das nicht so. Wenn du dann forcément mit großen Projekten musst, dann kriegst du auch mehr der Wohnungen, die Gemeinde geriert. Ich meine, auch das spielt mit. Weil du musst so, also wenn man auf TV will gehen, dass wir es selber machen und dass man eben sich just darum kümmern, ne, dann muss man aber eine ganz andere Masse Kritik kommen. Ne. Dann muss man sich dann überlegen, ob in den DW geht, so eine Lunch können wir nicht machen. Also das ist auf jeden Fall das, wo man überzeugt davon sind, dass Lohneich, wo ihr seht, das kannst du nicht machen. Entweder musst du da wissen, den das geriert, und da brauchst du eben noch mehr Wohnungen, oder du musst nicht selber. Ich meine, das ist ein bisschen. Also, wenn ihr guckt vom Ministerium, dann ist da doch kein Gemeinde wie Schotter, die das lang möchte. Also, das sind entweder Syndikat, Interkommunal, oder das sind eben meistens Office Socio. Also, das, ja, weil es geht schon um das Sozial. Es geht schon doch nicht um Häuser, die der Gemeinde gehören. Es geht um Häuser, die private Leute gehören und die zur Verfügung gestellt gehen eben für dieselben Zwecke, wie die Gemeinde auf der anderen Seite auch möchte. Klar, also ich meine, für eine Gemeinde wie Schötter selber zu machen, das schenkt man optimistisch. Ja. Genau. Und, ich meine, beim Office Sozial hat man noch kein Gespräch an die Richtung, sie sind noch nicht um alles durchgekommen. Also, Also ich meine, wenn ich ein bisschen ergänzen kann, ich meine, das ist auch die Diskussion, also das Gestion lokativ sozial in der Länder, das vom Bayer sozial, wie dem noch an dem Gesetz von August 2023 gesehen ist.
Und du se ganz rigid Konditionen, die imposiert gehen, dass Asians muss das wie sozial holen, an wo das wie finanziell, an das wie Immobilier von den Häusern, die dann hohes, wenn der Statut von Bayer sozial willst holen. Das heißt, du also de facto schon, dass du manst zwei Leute muss erstellen, den einen, den eine Expertise ist am Domain finanziell, plus dann die Zusatzausbildung am Domain Immobilier. Anderen eben den anderen den wie sozial also du hast haut an Teil wie den Text haut geschrieben also nicht mehr statt die so den wie sozial den externalisieren wir dann bei als Office sozial weil ein kleine Gemenge wie Schütter eben nicht Office sozial wird mir das schon an eine Kooperation regional wird an die Texte sind haut so rigid dat dann von Gunne so viel gesehen hast ich meine du war wie die Claude gesagt hat, wie man nur bei der Nupsch Gemenge wegen Abweihung war und du war den Minister als Logementsminister auch do an den bei mir steht das ganz klar formuliert dass das so nicht geht weil Gemenge wären den Hauptakteur gesagt Gemenge sollen den Akteur sind den am Logement Lesungen bringen oder Mattendeel von der Lesung aus an die dritte Gesetzestext von so dass allgemein ich gebe so schon mal in 10.000 Abwohner dat onmeigg kalchte fir so Dinge zu machen egal wie aktiv sie waren und ich mein, wir waren Gemenge immer ganz aktiv an dem Bereich mit die noten Kader legal wie ein Auto steht mcht dat ball onmeigg dat weiter an dem Sektor aktiv bleibt so aktiv wie mir waren an du heute Minister aber ruge können statten du gest nur besseren dat stellt auch bewusst dass dat die Kritik schon bömmer krut huet voilà, ich meine das bist noch final so Office sozial se doch mehr als Mission das soziales wie als Mission das net nur Gestion Technik von den Häuser die wurde dat gehört jo die Lokatären dann können bei dem den dat auch bit noch können melle fir Reparateur gemerk zu krä fir de Zwivi gemerk zu kreen ich mein Flyer muss gerechen gin dat ganz vielen administrativen Opwand die Kontrakte muss geschrieben das am juristische Wolle so dat wirklich ganz problematisch als fir Gemengen ich mein, mir provisoirement en enger fast Transition si mir weiter dabei auch sozial bon wie die Claude sind Gespräche hat Rendevous mit der AIS Rendevous man voll Logement geplant wo man gucke wie kann in dat machen Text du haut wie die Gesetzestext haut geschrieben als man das dat für en Gemeng schëtter net méigch fir dit ze machen. Ich menggen awer fir Albierger auch an der Gemengen die Häuser hunn Itre kann bei een vun den Prestatären, die an der Gestion lokativ sozial aktiv sind. Ich mein, du ginnt der Loput ginnt immer méi sind méi gro soziale Akteuren, die do aktiv gin. Nitre kann du hingoen an kann noch dann an aiser Gemeng vun denen Avantage profitéiere, wann mat dee Leiit eng Konventionioun mcht an den Kontrakt mcht, wo der Haus zur Verfügung stellt. Also das net tro gebunden, dat ha der Gemeng mir als Gemeng Schëtter mussssen du eng Konventionioun aufschlees, fir dat den Territoire als proprietär vun engem Haus net doch kann von den Avantage profitéieren. Ja, merci. Nachfroen. Ja. Ich hätte noch eine Frage oder Anmerkungen zu Naturpark, Klimapark, die Aktivitäten, die da vorgestellt wurden. Da wurde so von Subventionen gesprochen. Jetzt weiß ich von meiner Arbeit früher in Deutschland in der Bausparkasse, Subventionen am Bau sind Subventionen für die Bauunternehmer. Das heißt, wenn jemand Solaranlage will, Wärmepumpe und so weiter, wird die dann umso teurer, je mehr Subventionen es gibt. Natürlich sind Subventionen wichtig, dass es in Gang kommt. Aber vielleicht sollte man sich da andere Maßnahmen überlegen, dass die Leute vermehrt auf diese alternativen Energie umsteigen. Also nicht nur mit Geldzuschüsse, sondern ja, vielleicht in Baugenehmigungen ein bisschen großzügiger oder wie auch immer. Oder zur Solaranlage, dass man vielleicht mal über Mikrogrid nachdenkt. Das heißt, der Austausch von dem gewonnenen Strom innerhalb der Gemeinde. Dass die nicht billig zur Kreos geht und da muss man, wenn man es im Winter dann braucht oder in der Nacht wieder teuer einkaufen, sondern dass es halt innerhalb der Gemeinde da so einen Austausch gibt. Ja, also ich meine, und vielleicht noch Geothermie, was ja, dann vielleicht wieder ein größeres Rad wäre. Aber der Gewässerschutz, wie wir jetzt gesehen haben, ist ja auch nichts Kleines. Ja, also ich meine, also für die erste Bemerkung, ich meine, da muss ja unterscheiden, wenn er neu baut, da kann er ja
Nullenergie oder Energieplushäuser bauen, ne? Dann hue de Mechkeet dat van Javalo am Bestand sinn, an der seg alle Urleheizung die Futti fir, ich muss die ersetzen, da kräne ich dat oft net Tierwaldhäuser ja net so konzipéiert waren vun der Isolation dat net hier gin an so weiter an dann ass Hautsolution eben Wärmepumpel, ne? Dann das den enschmerten Manier, wo ich kann mat engem Drittel Energie, 2 Drittel Energie gewannen. Dann hast oft dat eben Lesung, aber dat ja dann iwwer elektrisch Betriebe gëtt den jo dann solar generéiert, dat ich mein, dann hast dat jo nach eng Lesung, die also och nohalteg ass an so weiter net leng op nohalteg Energien bauen geht leider beim Bestand geht dat oft net. Muss nëmmer bëssen Energie hunn fir déi fir dat Haus dann dat funktioniert. Janer froh mat de Subsiden schmengen dat eng Menung die Dir wenn hunn. Mecken awer moment wie das Leute dat Photovoltaik anlernen soviel subsidiert gën. Ich mein, dat die Diskussion immer fir runn hatten am moment die mens fir Leute awer ugericht gin dat noch zu machen. Dat schmengen Subsidien ass net nëmmen dats dann de Produkt der no Medaier ass an den Installationen an Metro verdient. Ich mengen sinn awer och dats er den Incentiv fir d Leiit was se hier Rechnung mehr fir dann ze so dann manchte Schrittsoen se vielleicht sinn an se nicht. Mit das awer eng Meinung, die absolut gern hunn und ich menge mir sinn an engem Land, wo en Dir vu Meinungsfreiheit großgeschrieben gët. Also ich mengen das auch bei den Subsidien Politik net alles falsch an die Diskussion hat man jo just fir runn. Voilà, der letzte Punkt war Melon man den Fall. Geothermie gëtt och gemerk Geothermie wann en eng Autorisaun vum Wasserwirtschaft an das hat jo okay Problem. Et ginn geologisch Konditionen wo d refuséiert gëtt, méi am Prinzip haut zu Lützeburg si mir relativ lach wat Geothermie geht. Dat gëtt an anderen Länder filmmi streng gehalen méi am Frontkannen aus an engem Anzugsgebiet vun enger Wasserquell oder wann beschafft net vum Boden mit net geht, mé kann en eigentlich überall Geothermie machen. Ne? Also kann immer gëtt auch viel gemerkt also hunn Mengen am Durchschnitt awer och allem Mount eng Autorisaun Dëch wo eng Geothermie Bohrung autoriséiert gëtt. So Graf. Ja, Nico. Ja, ich mengen ihre Marke sie ganz pertinent. Et gesäide joch lo mat den Subsidien der Gemeng ha wann den Subside vum Staat plus de Subsid vun der Gemeng hëlt, da können den ungefähr 80% vun de Kächten, die remboursiert krit. Und das todurch wo auch immens viel Photovoltaik anlernen hun die lo installiert gin. Mit dut Apps genannt als den Austausch zwischen Operen vun dem Strom, den e mat enger Photovoltaik anleg produziert. Ich kann nicht so ich selber Erfahrung gemerk. Ich kann nicht nimmer so die Prozedure vu Kreos, die sind unheimlich komplex an der Brauder engemens lang Zeit bis der eng Antwort krit, a bis die hat geht. Demsetzungszeit die as terrible lang an dat die couragiert Leiit an ich kann mir vorstellen, in den dat machen mat engem Noper bis den durch die ganz Prozeduren der durchaus huet schon lang gesot, ich ha ob ich man dat net, weil das einfach net userfreundlich wie ihr seht für dat zu machen. Me du der recht du hast nach ganz groß Feld, wo ihr könnt effektiv Verbesserungen machen, aber doch zum Klimaschutz gibt beidruhen. Und ich kann mir vorstellen, dass in an der Gemeinde reinke der Toten vielleicht mal eine Klimaagenz oder so weiter thematisiert und dass ihr da weiter kennt, weil du hast wirklich größere Terrain muss ich nicht vorstellen, wie wird so ein Akteur wie Kreos, den zwar privatwirtschaftlich ist, wo du Staat aber auch mal bedeligt das. Wie wird den an dem Bereich net de bisse méi hölfsberät ass an bisse mi Gas gëtt? Ja, da sind wir einer Meinung. Ich möchte auch nicht allein mit der Kreos verhandeln, was da rauskommt. Ja, deshalb habe ich den Vorschlag gemacht, dass die Gemeinde da so ein Mikrogrid für die ganze Gemeinde aufbaut und dann mit der Kreos das aushandelt. Ich allein kann das nicht. Mit dem Nachbar, wenn der viel Strom erzeugt, dann habe ich auch gerade viel Strom. Das bringt nichts, das muss ein bisschen weiter ausgelegt werden.
Ich meine, was der Nico gesagt hat, das ist ganz richtig. Und ich will ein konkret Beispiel geben, und zwar ist das Dinnerkopf, die eine Photovoltaikanlage Zipper zu den Rändern abgerichtet hat. Und da also genau die Diskussionen am Gange, weil für so einen Kontrakt zu machen, für einen Anspeisetarif, da das nicht mehr, dann dreht dann sich nicht, da wir für sie gerne ihre Strom direkt und den Betreiber vom Zipper verkaufen, dann da kommen genau die Problematik auch von Gesetze hier geht, wo es 20 Wochen und vielleicht meinen sogar, wo sie am Gange sind, dort zu schaffen und zu verhandeln, wo sie nach keinen Akkord von, dann sind es die Nummer noch nicht raus, also konnten ob der AG noch nicht so, und ob das definitiv etwas geht oder ob es nicht geht. Nicht geht. Das für genau das bestätigt. Und ich meine, wir sind als Gemengen, sind wir, also das ist ja eigentlich noch was, wir sind aber als Gemenge bei der Kreos, auch vertreten am Conseil d'Administration, da gibt es eine Versammlung, wo die Gemenge sich gesehen hat, das vielleicht etwas war die Modell-Plattform Mistuelle für von der Seite aus vielleicht die Diskussion zu lancieren. Also du Mengen Stock mehr als Schëtter Gemenger rich noch net film. Wann an de Gremium geht, wo alle go die Gemengen déi do Kreosreso bedeligt sind, wann en do mecht, dann kritet awer Mengene schon en net gewicht. Also op jeden Fall eng pertinent Remark. Okay, dann Rappes. Nee, dann firmer do der Duerchen, da kif mal an als Seance a wie klo kommen. Ich so Merci dem Publikum an noch Leiit opbause fir no lausren. Ich hoffe, war en interessanten Nowen, a mé gesinn als dann an engem Mounderem. Schönen Abend, Eddie.